Dafür machen wir heute allerdings auch so pünktlich um 10 Uhr Schluss, wie wir kennen, weil, erkläre ich gleich. Für die Leute, die es vielleicht am Montag und letzte Woche und vorletzte Woche und so weiter nicht mitgekriegt haben. Aber bevor wir überhaupt irgendwas anfangen, da werden wir einen neuen Ton einführen. Bis Dr. Pepper. Schmiedi! Hashtag Nudelburger, gleich mal ab in den Chat. Nudelburger, größer Handpanzer. Schmiedi, merci dir. So. Ich möchte anmerken, das ist keine Werbung. Ich werde weder von Dr. Pepper gesponsert noch sonst was. Ich trinke es einfach gern. Das ist so richtig geil eiskalt, Alter. Pass auf. Jetzt will. Dieser würzige Kirschgeschmack ist köstlich! Wo ist die Tröte, Alter? Habe! Übrigens, der Birger an einem zauberhaften Mittwochabend, der zauberhafter nicht sein könnte, denn, can you smell it? What the Birger is cooking? Urlaub, Alter. Alter, das wird der gemütlichste Stream seit langem. Ich werde trotzdem umeinander bleiben wie ein Vollidiot. Ich bin aufgeregt. Um 3 in der Früh wird in den Urlaub geflogen. Das heißt, 10 Uhr Schluss, dann probiere ich, dass ich mich hinlege, wird sowieso nicht funktionieren und spähe Stellaris bis um 3 und dann verpisse ich mich. Ich bin ein alter Mann, ich werde durchmachen, egal. Löwensepp, habe ich dir Birger alles fit, schöne Urlaubswoche, Wünsche, Hashtag Urlaubsgeld. Merci für deinen Euro, Bussi aufs Nussi. Mal kurz, die Hälfte der Kinder erst um 10 noch. Mir durch eher, wenn nicht so viel Leute da. Das ist mir alles wurscht. Sprenge schreibt, eigentlich der richtige Zeitpunkt, damit alles nochmal schief geht. Das ist richtig. Florian! Florian kennt nur zweistellig aufwärts. Servus, Depperter! Servus, Depperter, Depperter! Achtung, hallo, mein Name ist Birger, ich bin der Deperde und Nudelwolger ist das neue Strapse, okay? So. Flo, merci dir, 10er ist zu viel, Bussi aufs Nussi. Oh mein Gott, hab ich Bock. Der Klapperlander schreibt, Servus, hast du noch nie Warzone gestreamt? Doch, ich kann nichts finden, nur ein Best-of. Das war tatsächlich das erste Mal kein Best-of, das war wirklich, das kann man eigentlich fast Let's Play nennen. Das habe ich so aufgenommen und zusammengeschnitten. Foxy, Trivia-Zeit schon wieder, kommt gleich. Wir haben einmal Warzone gestreamt, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal. Ich weiß aber nicht mehr wann, das ist schon eine ganze Zeit her. Mindestens ein Jahr. Ich würde sagen, mindestens ein Jahr. Ich habe keine Ahnung. Foxler! Trivia, Idee sponsert bei Dampf. Der Kannibale von Rotenburg. Passend zum Thema heute. Wobei wir noch nicht wissen, was wir deren. Warte, jetzt auf jetzt! Schluss! Auf! Pfui! Nix! Ich mag keine scheiß Donations! Sing heute! Ruhe ist! Ich mag einfach bloß Urlaub haben! Ich weiß, was wir eigentlich heute spielen hätten sollen? Diablo Immortal ist heute gekommen. Danke, DASD Nomo Rimworld zockst grinsen das. Sicherlich, Alter, habe ich gesagt, das spielen wir, dann spielen wir es. Schot net Bierkrüge auf Anschena Stream like es du und Show MOI Anschena Urlaub. Merci dir, 5 Nase 10 ist 2. Das gibt der Florian nochmal, weil, und nicht, ab jetzt weiß ich spätestens, dass du aus Österreich bist. 100%. 100% der Österreicher Florian. Nein, ist nicht, Schnauze, lol. Merci Ja, dir. nett. Schluss jetzt. Ich Schnauze, muss einen Foxy lol. vorlesen. Was? Ich muss Foxy vorlesen. Flo, merci dir. Hör auf jetzt. Ruhig, bitte. Danke. Jetzt kommt der Leon noch. Wenn er wenigstens mit einer humanen Donation, das ist in Ordnung. Heute nur ein Zwilling. Oh mein Gott. Muss warten, bis Geld kommt. Geil, Buffet. Leute, Schluss jetzt, bitte. Merci, Leute. Schnalz mit dem Zwickel, aber dafür Pfennig gut. Birger, du kannst heute nicht mehr knacken. Nein, das kannst du vergessen, Alter. Ich war gestern schon extra lang auf und habe extra lang geschlafen wann habe ich heute geschlafen? Bis um 1:30 Nachmittag. Ich bin 2 Stunden bloß umeinander gelegen. Lass beim und Schlumminger auf dem Flug in die Akropolis. Ja, wir fliegen ja bloß 2,5 Stunden, aber da werde ich wahrscheinlich rüsteln, ja. Oder Diablo Immortal spielen, ich weiß nicht. Werden wir sehen. So, jetzt ist Schluss. Fox muss ich vorlesen. Der Kannibale von der Rotenburg, Armin Maiwes, tötete 2001 im Einvernehmen mit seinem Opfer einen 43-jährigen Mann. Na jetzt! Was ist mit euch Florians? Was stimmt mit euch Florians nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Die Florians haben gut bezahlte Jobs. Liebe Damen. ST da im Urlaub a Flaschen Wein Kauf verkost. Das werde Schöner Urlaub vom niemals, Landkreisnachbar.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Flo, merci dir, 20er ist 2. Herz jetzt bitte schon auf. Alex, jawohl, Österreich, Österarm, scheiß Kurzarbeit. Ja, Kurzarbeit ist Kurzarbeit ist kurz ganz lustig, aber auf Dauer schwierig. Russmann, Rimworld, Kleinname Vorschlag, Kani Banaken. Alter, der ist grenzwertig, merci dir. Der wird sein Fox Review vorlesen. Dankeschön. Der Kannibale von Rothenburg, Armin Maiwes, tötete 2001 im Einvernehmen mit seinem Opfer, einen 43-jährigen Mann, zerteilte ihn, aß Teile und fror den Rest ein. Das Rammstein-Lied Mein Teil ist von dem Fall inspiriert. Ich weiß jetzt nicht, ob das aber das ist die richtig Was ist mit den Florians? Liebe Damen, wenn er Florian heißt und Futzen grob ist, egal. Er hat die Kohlen auf dem Konto. Und wenn er es dem fetten Idioten im Internet hinschmeißt, dann euch fetten Idioten. Ich bin immer der gleiche, der nur Florian OIS Nomen hat, haha. Dass du mich nicht kennst, lol, ich bin immer der gleiche, der nur Florian. Es gibt mittlerweile mehrere, die nur Florian heißen. Ich weiß nicht, wer von euch wer ist. Ihr seid für mich sowieso generell nur ein und dieselbe Position. Der Person. Naja. Und jo, Österreich, lol, ja, was hab ich doch gewusst, oder? Alex, auf 10 Monate ist nicht so lustig. Nope. Alex, merci dir. Leute, danke schön. Bussi aufs Nussi. Was tun wir mir heute? Wir spielen mal eine Runde Rimworld. Wieder ausgepackt, um das Sommerloch zu füllen. Ja, mein Gott, jetzt Herzeit, Bitchen! Grütze Feier! Es ist die ersten 10 Minuten immer das Gleiche! It will never stop! Colin Wauser! Mal und KAF der Birgerin an Kaipi. Hashtag Vorstand. Sie mag keinen Kaipirin ja nicht, den mag sie auch. Aber, was hat's gehabt? Ein Pina Colada kaufe ich ihr. Den will sie haben. Ja, den will sie haben, den kriegt sie. Colin, merci dir. Bussi aufs Nussi. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der da unten genauso viel kostet. So, was machen wir heute? Jetzt pass auf. Da haben wir es schon. Die Viewer sind einfach Positionen wie in einer Stückliste. Flash, du Arschloch. Verrat doch nicht meine geheimsten, tiefsten, schwärzesten Geheimnisse. Das kannst du nicht machen, Alter. Stefanie B. schreibt, Warzone war definitiv vom 13. November 2021. Hab gerade nachgeschaut. Müssen die jetzt in die alten Listen schauen und da bin ich zu faul. Ich war schon zu faul gewesen, dass ich überhaupt nach dem vom 13. November suche. Ich sag das, was ist. Einfach, am allereinfachsten ist, in meinem Kanal, gehst auf die vergangenen Zock-Streams, da ist alles drin seit 2019, der Reihe nach. Da muss auch Warzone und Call of Duty drin sein. Gibt's nicht anders. Fang an, sei lustig! So, du fetter Vollspaß im Internet, sei lustig, nimm mein Geld. So, ich krieg's aber auch, wenn ich nicht lustig bin. So, was tust du jetzt? Felix, merci! Frau Tütensee! Kinder schlafen, Mann nicht da, Birger sagt, Grimworld, best day ever! So, der Florian 13333, das ist wieder andere. So, diese kenne ich ja, weil es so schön nervt. Ja, mein Konto nervt's nicht. Weil es so schön nervt. Alle anderen schon. Alter, um 10 nach ist Schluss. Was der Flo, merci dir. Merci an alle. Was der mir heute? Ich habe Rimworld dabei, um das Sommerloch zu stopfen. Ist so ein bisschen der Plan. Grundsätzlich am Mittwoch einmal Rimworld zum Zocken, solange ihr Bock habt. Let me know in the comments. Vor allem die Leute, die sich die Streams gerne mal im Nachhinein anschauen. Leave a like, bla bla bla. Ich habe heute dabei nicht mehr die Vanilla-Version. Ich habe ein DLC dazu gekauft, nämlich Ideology. Was der genau kann, das ist ziemlich lustig. Das ist sogar ziemlich lustig. Und Mods habe ich auch dabei. Boah, einfache Sachen, nicht viel, also nichts krass, aber ein bisschen was. Und das Lustige an Ideology ist, sagen wir jetzt dann auch gleich, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, den habe ich mir damals, wie wir das letzte Mal gestreamt haben, habe ich mir den kurz danach gekauft und ich glaube in der Sommerpause habe ich das letzte Mal Rimworld gezockt, selber offstream. Und da kannst du dir deine Ideologie deiner Kolonie zusammenbauen. Also sowas wie eine Religion in dem Sinn. Und da gibt es halt jeden erdenklichen Scheiß. Und wir haben eine Menschenhaut, ja, ich möchte Menschenhandel betreiben. Und es gibt halt dann, du kannst es dann so einstellen, dass deine Leute das mengen und brauchen. Das heißt, Menschenfleisch essen ist dann ein Muss. Und dann werden sie nämlich grantig, wenn sie keins haben und nicht umdreht. Und so weiter und so fort. Und ich denke dann was ganz Spezielles, weil Menschen schlachten, häuten,
essen und dann anziehen, haben wir ja schon gehabt. Ich finde ganz lustig, kiffende Alkoholiker-Nudisten, die sich auf den legalen Handel von Organen spezialisiert haben. Und vielleicht noch den Handel mit Kleidungsstücken aus Menschenhaut. Wir werden sehen. Da die ganz lustig finden. Wo's denn deine? Merci für den Zwickel, nimmst du fix. Nimm ich! Merci dir! Menschenhaut hier sind Pflicht. Das ist allerdings absolut richtig. Das ist absolut richtig, sage ich dir, was ist. So, Schluss jetzt. Donation Sounds sind aus. Leute, vielen herzlichen Dank. Wir machen die Kacke da jetzt zu. Wie Download wird ausgeführt. Was für Download? Was laden die schon wieder oben? Was laden die oben? Kinderrolle bearbeitet? Was? Was für Kinderrolle, Alter? Wer lädt da mein PC Kinderrollen oben? Was? Ah, ich hab vorher einen Nudelwolke obergeladen. Das kann sein. Das ist Hashtag Kinderrolle. FBI, open up! Ja, open up jetzt das Spey. Da ist das Spey. So, starten wir mal. Ralfi, mir jetzt werde ich zwei. Oh, Schweizer Franken. Zack, Mass Effect, brauchen noch Lore fürs Pen and Paper. Ich hab mir überlegt, ob ich Offstream Mass Effect endlich mal anfange. Ja, scheint über mein Haupt, das habe ich nie gespielt. So, schreib mal um. Was ist das? Ja, aber doch. Wir gehen Spey nicht auf schon wieder. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist schon wieder interessant. Warum geht denn da, hat sie es jetzt aufgehängt? Weil jetzt hat sie einfach das Spey aufgehängt. Möchtest du mir jetzt fahren? Nein, jetzt hat sie sich nicht aufgehängt. Jetzt ist es da. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Hörst du die schöne Muse? Wo ist die Muse? Muse! Jetzt hörst du diese schöne Muse? Mikey! Urlaubsstart und die Bürgerin hat dich nicht erschlagen. Kann nur gut werden. Hashtag Nudelwolke. Mike. Agratu. Stop it, please. Dankeschön. Greenscreen kaputt. Nein, das ist mein. Geh mal so mal. Das ist mein Wichsklappen. Ich bin fortgeschrittener professioneller Wichser. Weißt du, woran du merkst, dass du Wichser bist? Wenn auf deiner Webcam ein Post-it oder ein Aufkleber pickt. So. Und ich habe halt eine professionelle Klappe, ich kann so machen. Kann ich einmal anschleudern, wie ich will. So, hier, Schleidel. Nudelwolken, Nudelwolken. Da mach ich wieder auf. Nichts passiert. So, also, für die Leute, die es vielleicht interessiert, was für Mods das wir installiert haben, gehen wir mal ganz kurz durch, was wir da so haben. Der Harmony-Mod, was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Dann haben wir die Core-Sachen, also Vanilla-Gameplay, den Ideology-DLC. Dann haben wir Türmatten, wir haben einen Steinbruch, wir haben Huxley, bei den Libraries weiß ich aber nie so ganz, was das genau war. Wir haben perspektivische Türen, wir haben lauter so einfache Sachen, ja, die ist jetzt Spiel nicht komplett auf den Kopf stehen, aber kleine Quality of Life Sachen. Dann haben wir so einen Animal Tab, dass wir unsere Viecher besser verwalten können. Wir haben größere Stacks, dass wir nicht so viel Platz brauchen. Wir haben, das ist ganz wichtig, Bionic Icons, da glaube ich, haben nämlich auch Icons für Organe dabei, das ist wichtig. Ja, und halt so ein paar so grafische Sachen. Defensive Positions, Pick Up and Haul, Rezept-Icons, einen speziellen medizinischen Tab, ein Wandlicht, eine Tiefkühltruhe, irgendwas mit Viecher, wo es groß nachwächst. Ja, so eine Wandheizung, damit man nicht die scheiß Heizungsdinger da bauen müssen, sondern das gleich in die Wand einbauen kann. Dann Rimhut, was auch immer das glaube ich da ist. Ich weiß nicht, das ändert glaube ich einfach das Hut ein bisschen. Und ja. Und ein RPG-Style Inventory revamped. Das finde ich ganz lustig. Da kannst du dann einfach besser bestimmen, was deine Kolonisten so haben. Ja, es gibt so viele Mods für dieses Spiel, ich meine, davon lebt es also ein bisschen. Da haut's dir deinen verdammten Schädel außer was, da kannst du jeden Scheiß installieren. Mit dem Spiel wirst du nie fertig werden. Mehr mag ich schon gar nicht erklären, außer für die Leute, die RimWorld vielleicht nicht kennen, lassen sie sich auf überhaupt gar keinen Fall von der Grafik von diesem Spiel ablenken. RimWorld ist mit Abstand der beste Koloniemanager, Aufbaustrategie, Koloniemanager, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, und random Geschichtenerzähler, den es auf dem Markt gibt.
Und da gibt es dann nichts zum Diskutieren. So, neue Kolonie gründen. Wir fangen mal neu an. Jetzt ist die Frage, wie man das mit der Ideology gleich wieder macht, das weiß ich nicht mehr auswendig. Ich glaube im Zuge vom neuer Kolonie gründen. Was haben wir da? Die Bruchlandung, das ist die klassische Rimworld-Erfahrung. Der verschollene Stamm. 5 verschollene Ureinwohner, die versuchen, eine neue Heimat aufzubauen. Schwierig. Der reiche Entdecker. Ein reicher Entdecker, der das Universum. Nackte Brutalität. Wir spielen mal den, das ist ja mal ganz normal, oder? Was sagt ihr? Unga Bunga. Entweder der verschollene Stamm auf schwierig, ja, dann wird halt wahrscheinlich, dann wird es halt, Alter, dann wird es halt schwierig. Also dann ist es halt auch richtig schwierig. Dann kann es auch gut sein, dass wir einfach mittendrin verrecken und neu anfangen müssen. Ich will den Stamm, sagt der Dampfexpress. Ab in den Chat. 1 für Bruchlandung, das ist so der Standardmodus, wie wir schon mal gespielt haben. Und ein 2er in den Chat für schwierig und ich meine, ich kenne das Spiel, wir werden schon überleben. Okay, also 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, aber da sage ich weit mehr Zwarer als Unga Bunga. Unga Bunga werte übrigens auch als 2. Confused Unga Bunga. Oh, jetzt kommt YouTube. Wir könnten mal, weißt du, was wir auch mal machen könnten? Das haben wir noch nie gemacht, das mag ich jetzt mal ausprobieren. Und zwar auf YouTube kann ich eine Umfrage starten. Jetzt pass auf, Umfrage erstellen. Bruchlandung oder Stamm? Bruchlandung, Stamm. Frag deine Community. So, und jetzt müsst ihr eine Umfrage im Chat geben. Wo auch immer. Ich sag das, wie es ist. Ist schon da. 0 Stimmen bis jetzt. Ja, da lassen wir uns Zeit heute. Heute wird nicht gehudelt, Alter. Ich bin schon so hart im Urlaubsmodus, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Schauen wir mal nach. Auwitzwag. Wir haben schon 67 Stimmen. 33% Bruchlandung, 67% Stamm. Also, da haben wir dann 5 Kolonisten. Ja, das macht es auch wieder gleichzeitig ein bisschen einfacher. Was Twitch tut, weiß ich nicht, ich gehe schnell auf YouTube und stimmt's ab. 169 Stimmen. 34% von euch wollen die Bruchlandung und 66% von euch wollen einen Stamm. Ich glaube, das ist, glaube ich, das kann man, lassen wir noch ein bisschen laufen, bis wir vielleicht kriegen wir, wie viele Stimmen kriegen wir zusammen? Ich kann euch nicht erklären, wie das funktioniert am Handy. Am PC müsste es ziemlich einfach sein. Im Chat ganz oben angeheftet. Ja, da ist auch mein Merchandise angeheftet, der ist da immer angeheftet. Aber drunter müsste so eine Umfrage sein. Ja, dabei trinke ich mal nochmal. So kann man natürlich auch Interaktionen für den YouTube-Algorithmus geiern. Alternativ ist die Teilnahme auch per Postkarte möglich. Ja, bitte schicken Sie die Postkarte an 555 Nase in Lebenshilfe. Dankeschön. Da ist schon wieder ein paar Mal so, ich kenne das Spiel nicht und cool, dass du das spielst, ich kenne es überhaupt nicht und so weiter, werde ich doch ein bisschen was erklären. Ein bisschen was, ja. Ich werde nicht komplett vorne anfangen, weil das ist ein bisschen, ich hoffe, ihr kommt es dann trotzdem mit. So, jetzt haben wir 250 Stimmen, immer noch 36% Bruchlandung, 64% Stamm. Jawohl. Umfrage beenden. Haben wir schon fertig auch. Was ist da wieder los? Dragonfly, merci für den Zwickel. Ich hab noch irgendwas mit 2 schreiben gehört. Du Volldick. Okay, wer für ein Stamm ist, schreibt 2000. Okay. So, verschollene Stamm. Was ist denn da eigentlich? Lesen wir mal vor. Der verschollene Stamm. Euer Stamm wurde von den großen Blutmaschinen der Götter angegriffen und vernichtet. Nur 5 von euch haben das Massaker überlebt und sind entkommen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr euch eine neue Heimat aufbaut. Hinweis, da ihr sehr arm anfangt und noch keine Technologien erforscht habt, ist dieses Szenario ziemlich schwierig. Deine Fraktion, neuer Stamm, starte mit 5 von insgesamt 8 Charakteren. Und dann haben wir ein bisschen so Sachen. Also 200 Silber, 400 Pemmikan, das ist was zum Essen. Also das sind unsere Items, Start-Items. Hoppala, Entschuldigung. 20 Kräutermedizin, ein Knüppel aus Holz, ein Iqua aus Stahl, Messer aus... Ja, oh, wir haben keine Projektilwaffen. Okay. Wir haben 3 zufällige Haustiere, 500 Holz und ein Pilum. Was auch immer ein Pilum ist. Pilum weiß ich nicht mehr. Das glaube ich ist auch eine Waffen. Das ist glaube ich ist ein Pilum nicht das Teil, was die Römer geworfen haben, so eine richtig asoziale Scheißwaffen? Egal. Weiter. So, dann kann man die verschiedenen Erzähler wählen. Ja, dann kannst du das nochmal schwieriger machen. Das tun wir uns nicht an, weil diese Sache, dann wird es richtig hardcore. Dann wirst du nach einer Stunde von 500 Leuten angegriffen und das kannst du teilweise nicht schaffen. Pilum ist ein Speer. Okay, ja, habe ich mir schon gedacht, so
Eine Stangenwaffe, sagen wir es so. Es gibt 3 verschiedene Erzähler. Ein Erzähler generiert Ereignisse, wie zum Beispiel Piratenüberfälle, Rohstoffabwürfe, Tierangriffe und alles Mögliche kann da passieren. Seine Entscheidungen werden die Geschichte deiner Kolonie beeinflussen. Du kannst diese Einstellung jederzeit ändern. Das ist interessant, das habe ich nicht gewusst. Und dann gibt es halt verschiedene Erzähler. Die haben wir jetzt ausgewählt für unser Thumbnail. Ja, ob wir die auch nehmen, weiß ich nicht. Das ist die Cassandra Classic. Da wird langsam einfach, die wird immer schwieriger. Also die passt sich der Zeit an, sagen wir es so. Dann haben wir die Phobe Gillax. Phobe gibt dir sehr viel Zeit zwischen den Katastrophen, damit du in Ruhe deine Kolonie aufbauen kannst. Aber Vorsicht, bei hohem Schwierigkeitsgrad schlägt sie genauso hart zu wie jeder andere Geschichtenerzähler. Ja, dann da ich sagen, nehmen wir sie, weil warum nicht? Wobei, dann passieren nicht so viele Sachen, gell? Nehmen wir sie. Ganz klassisch, wird immer zeigen, kriegen wir schon hin. Was haben wir da? Ja, das ist der Schwierigkeitsgrad, wenn man so will. Errichte eine Gemeinschaft in einem friedlichen Umfeld. Größere direkte Bedrohungen sind deaktiviert, aber es können immer noch Probleme wie Krankheiten, Nervenzusammenbrüche und verrückte Tiere auftreten. Was haben wir da? Errichte deine Gemeinschaft aber nicht ganz ohne Gefahren. Es werden Bedrohungen erscheinen, aber in abgeschwächter Form. Nehmen wir das. Ja, damit die bedrohen, dass alles passieren kann, aber nicht so krass, weil sonst ist es halt einfach, ja. Und dann kann man natürlich auch Hardcore spielen, so ist es nicht. Was ist der Hardcore-Modus? Da kannst du nicht vorher speichern oder nochmal neu laden. Was passiert, ist passiert. Da sollst du in die Mod-Beschreibung schauen. Was, wo? Wo? Was kommt der dritte? Hier ist eine gute Frage. Das ist der Randy Random. Randy macht, was er will. Er wird zufällige Ereignisse generieren, egal wie leicht oder wie schwer sie zu kontern sind. Für ihn ist alles Drama. Achtung, da Randy absolut zufällig vorgeht, wird er dir manchmal auch extrem schwere oder unfaire Ereignisse zumuten. Dies sorgt für viel Dramatik und unvermeidliche Opfer. Ja, da kommt, wie soll ich sagen, da kommt dann wahrscheinlich ein Endgame-Event und dann bist du in den ersten 5 Minuten tot, wenn du Pech hast. Du sollst in die Mod-Beschreibung schauen. In welche? Pateke? Nicht du, der mehr. Ach so. Ich würde sagen, wir nehmen die ganz klassische, dann wird es langsam immer schwieriger und es passieren relativ häufig Sachen. Und was wir auch tun? Wir aktivieren den Hardcore-Mode. Was passiert, ist passiert. Okay? Das heißt, wir können nicht mehr laden. Wir können schon laden, aber sobald wir aus dem Spiel rausgehen, wird er automatisch gespeichert. Wenn einer stirbt, dann ist er tot. Können wir nicht verhindern. It is what it is. Weiter. So, Seed. Das ist, wir sollen sagen, das ist, wie die Welt aufgebaut wird und zufällig generiert wird. Was ist denn eigentlich mit der Ideology? Wann kommt denn das? Wann kommt das? Wo muss denn das machen? Kommt das bei dem, den wir mal generieren? Ja, generiere Welt, da haben dann die ganzen Mods aktiviert, die offiziellen Inhalte. Royalty habe ich nicht. Zufälliger Startplatz. Ja, weil, wo starten wir? Ja, das ist im Prinzip, hoppala, das ist unsere Weltkugel. Ja, die ist riesengroß und da können wir uns jetzt auch so ein Ding aussuchen, wo wir uns hinpflanzen. Ich würde so irgendwo am mittleren Ring sagen, wo einigermaßen viel so Fraktionen um uns herum sind. Die sind feindlich, die blauen. Die da sind minus 100 feindlich. Wer ist denn da nett? Da, die Gelben sind einmal nett. Okay. Die Grünen sind auch feindlich. Die sind alle feindlich. Keiner mag uns. Da. Da haben wir was. Da schaut es doch gut aus. Pflanzen wir uns daher. Was ist das da? Adlermeerenge, feindlich, minus 100. Franklins Landminen. Birgit, ich hab bald Purzeltag. Darfst du mir bitte gratulieren? Dark Souls, das kann ja jeder von sich behaupten. Princess. Alles Gute zum Geburtstag. Ab in den Chat. Mittlerring ist immer Stau, das sagt. Das stimmt. Wo kann man uns da hinpflanzen? Da schaut es auch gut aus, aber da ist halt Wüste. Da ist jetzt so viel Wüste. Ich mag eigentlich schon, ich mag schon grünes Land. Vielleicht sogar mit ein bisschen. Oh, das ist ein tropischer Sumpf. Was ist das da? Gemäßigter Wald. Das schaut doch gut aus. So, das hellblaue zeigt da, hellgrüne zeigt da schaut es auch gut aus. Ja, mit denen können wir nämlich Handel betreiben, das haben wir letztes Mal auch nicht zusammengebracht. Jetzt gehen wir gemäßigter Wald. Ja, das schaut doch ganz stabil aus. Gehen wir daher. Ja, schaut doch gut aus. So, weiter. Dieser Standort befindet sich in der Nähe einer Fraktionsbasis, die in einem Radius von 4 Feldern keine neuen Siedlung duldet. Wenn du dich hier niederlässt, wird sich der Ruf... Oh Mann. Das heißt, ich darf keine 1, 2, 3, 4 Felder darf ich nicht sein. Dann darf ich daher. Weiter. Geht doch. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Ideologie wählen.
Woran sollen deine Startkolonisten glauben? Diese Glaubensvorstellungen beeinflussen die Spielmechanik und Optik. Du kannst andere zu deinem Glauben bekehren oder ihren Glauben übernehmen. Und du kannst jetzt halt Vorgewählte wahrscheinlich ausnehmen, ohne Ideologie. Was ist das da? Benutzerdefinierte Ideologien. Beginne mit einer einfachen Ideologie und entwickle sie nach und nach. Was haben wir da? Gestalte eine neue Ideologie nach deinen Vorstellungen und kontrolliere jedes noch so kleine Detail. Dies kann eine Weile dauern. Da gibt es echt einen Haufen Sachen. Probieren wir mal was. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Laden. Vordefinierte Ideologien. Mild, stark, freie Viehzüchter, blutrünstige Dominatoren, Techno-Utopisten. Der menschliche Körper muss mit Technologien verbessert werden, damit wir eine bessere Zukunft für uns. Dann haben wir Natur vor Mensch. Was haben wir? Kannibalen. Da haben wir 2 Stunden Editor, ich sag schon. Ja, kann gut passieren. Kannibalen. Da, das Fleisch von Mann und Frau ist die höchste Form der Nahrung. Außerdem ist es einfach nur köstlich. Fix erstellen. Weiter geht's. Was haben wir da? Eigene Ideologie erstellen. Was haben wir da? Was ist das da? Der Archofleischismus. Was ist das alles für eine kranke Scheiße? Na gut. Erstellen. Was der? Struktur wählen. Wähle die symbolische Struktur deiner Ideologie. Diese Einstellung betrifft nur die Symbole. Die Spielmechanik ist davon nicht betroffen. Okay. Ideologist, Animist, Archist, ich hab doch keine Ahnung. Also, abstrakter T ist christlicher Ursprung. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Islamischer Ursprung, der ist noch viel wichtiger. Verkörperter T ist, weiß ich nicht. Nimm ein Ideologist. Was das alles für ein Scheiß da ist mir wurscht. Geht's bloß ums Symbol. Wähle 1 bis 4 Glaubensgrundlagen, um die fundamentalen Ideen dieser Ideologie zu formen. Und jede einzelne davon beeinflusst jetzt deinen Spielstil, wie du spielen musst. Und das ist halt das Lustige daran eigentlich. Auswirkung niedrig. Da muss ich jetzt 4 sicher nicht sagen, da Kannibale. Sollen wir gleich mal einen Kannibal... Wer ist für Kannibalismus? Auswirkung hoch. Was bedeutet das? Wir müssen Menschenfleisch essen. Benötigt die Gebote, benötigt eins der folgenden Gebote, die muss man dann halt wahrscheinlich entsprechend passen sie die dann an. Oh, Katzel, mir ist wieder neu. Der UFO sagt 1. Wer dafür ist, ab in den Chat. Ich war für Nudisten. Das glaube ich, haben wir da, was haben wir da alles? Loyalist, schuldig, Individualist, Viehzüchter, Raider, Reinheit des Fleisches, Transhumanist, berauschtes Leben. Also ich bin ja auch irgendwie dafür für so kiffende Nudisten, Alkoholiker, die den ganzen Tag saufen, eine Viecher fegeln. Berauschtes Leben. Was haben wir denn da? Exotische Geisteszustände sind zentraler Bestandteil eines guten Lebens. Da haben sie nicht so Unrecht. Kann ich da jetzt 1 bis 4 auswählen? Dann nehmen wir Kannibalen. Brauchen wir keine Kannibalen, haben wir schon gehabt. So, aber wir nehmen Nudismus. Nockerte. Nur was denn die so exotisch benötigt? Die Gebote, essentiell, entspannt. Pflanzenspezialist, Rauchblattkreis. Rauchblatt, oder? Viehzüchter. Ich hätte gern ganz viele Viecher. Gickerl und Schweindel und Kier und lauter so ein Scheiß. Und mit denen, die kann man dann entweder essen oder auf LSD. Who knows, Alter. Dominik, merci für die Mitgliedschaft. Der Bürger, nimm sie noch jetzt mal. Okay. Merci dir. Oder eine Zipfin, kann man natürlich auch nehmen. So, weibliche Überlegenheit. So, damit mir keiner vorwerfen kann, keiner Sexismus vorwerfen kann, nehmen wir weibliche Überlegenheit. Da kann man eigentlich Burkas anziehen. Themaverfehlung irgendwie. Rechte der Tiere, was ist denn das? Tiere haben die gleichen Rechte wie Menschen. Was haben wir noch? Schuldig, Loyalist, Reinheit des Leibes. Aber ich glaube, das glaube ich gelangt. Das glaube ich gelangt. Frauen knockern und Männer in Burka. Ich glaube, das gelangt. Auswirkung insgesamt 7, sehr stark. Oh ja. Ich fürchte auch, das macht man uns nur noch schwerer. Weil jetzt müssen wir, was müssen wir da? Kleidung bindet, kontrolliert und unterdrückt uns nur. Wir sollten alle blank ziehen. Frauenkleidung komplett nackt. Frauenkleidung maximal Hose. Männerkleidung komplett nackt und maximal Hose. Das ist in Ordnung. Aber das wird eine absolute unten ohne Party. Das sage ich dir, wie es ist.
Kannibalen wählen wir nicht aus. Das lässt man. Wir essen wir keine Menschen, wir verkaufen es. Das ist was anderes. Nicht essen, verkaufen. Wir zerstückeln es, wir nehmen es aus, dann verkauft man die Organe und aus einer Haut macht man Jacken und das verkauft man dann auch. Das ist gut. So, fertig. So, wir haben ein erwachter Ethiktum. Das müssen wir anders nennen. Wie nennen wir das? Wir brauchen einen Namen. Wir brauchen dringend einen Namen. Ich hätte gerne einen Pimmel als Symbol. Gibt's das? Ja, das schaut doch ganz gut aus. Rote Rakete! Der Bürgerismus, das ist der Gute, den nehmen wir. Bürgerismus. Adjektiv. Bürgisch. Mitgliedsname. Bürgist. Ritualsraum. Gummizelle. Name Unga Bunga. wo? Ritualraum. Keller. Kellergewölbe. So. Da, rote Rakete. So. Fertig. Schaut gut aus. Dann haben wir unsere Glaubensgrundlagen. Immer eine rauchen und eine saufen. Knockert sein und Viecher züchten. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir Gebote. Das heißt so, und das wirkt sich dann wieder auf, du kannst dann so Veranstaltungen abhalten und das macht deine Leute happy. Zum Beispiel Gebote, Drogenkonsum. Exotische Geisteszustände sind zentraler Bestandteil eines guten Lebens. Drogen alle 0,75 Tage konsumiert, gibt minus 10 bis plus 3. Statistiken, Verkaufspreisverbesserung. Ja, dann haben wir so quasi Drogenhändler auch noch. Kann man das irgendwie ändern? Okay. Kann nicht entfernen, benötigt von Glaubensgrundlage berauschtes Leben. Ja, aufgrund von dem da herum. Okay. Frauenkleidung. Was ist mit Männerkleidung? Komplett nackt. Keine Bearbeitung möglich, benötigt von Glaubensgrundlage Nudismus. Und gut, das sind halt die vorgefertigten Züge deiner Kolonie, was du halten musst. Sonst werden deine Leute unzufrieden. Wir müssen viele Tiere züchten und essen. Pflanzen hingegen dürfen wir nicht essen. Das ist interessant. Wir haben absolute fanatische Fleischfetischisten. Knockert den ganzen Tag prall und zerstückeln. Fegeln uns in die Viecher, zerstückeln Eindringlinge und verkaufen es. Geil! Absolut geil! Was haben wir da? Dominik! Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Oh, Sklaverei. Grausam, akzeptabel, ehrenhaft. Oh, dann kommen wir das einfach dazu, dann brauchen wir Sklaven, oder wie? Jemand, der Sklaven besitzt und mit ihnen handelt, sollte geehrt und respektiert werden. Ja, aber wir haben keine Zeit für Sklaven, weil die werden ausgenommen. Dominik, merci übrigens für deinen Zwickel. Nocker der Leberkasse, was gibt's Besseres? Wenn der währenddessen der alte nur einen faucht. Es geht immer besser, tu dich nicht runter. Sklaven sind Arbeit, das stimmt. Sklaven machen wir missbilligt. Was haben wir da? Blindheit ist grausam, Kannibalismus ist akzeptabel. Kannibalismus akzeptabel. Das ist kein Jeder kann, keiner muss. Alles kann, keiner muss. Hinrichtung, schrecklich bei Unschuld. Egal. Egal. Organnutzung. Ja, hier. Absolut verhasst, keine Entnahme, kein Verkauf. Das kannst du einmal. Alter, da gibt's sogar, du musst dir mal vorstellen, es gibt in dem Spiel eine Option für den Organhandel. Das habe ich nicht gewusst, das sage ich dir, wie es ist. Akzeptabel, natürlich. Blindheit, Pilz, verachtet. Warum dieser im Dunkeln wachsende Pilz ist einfach nur ekelhaft. Das kann ich verstehen. Leichen. Egal, benötigt eins von Schmerz ist eine Tugend, Kannibale oder so. Okay. Leichen sind einfach ekelhaft, dann hilft's nicht. Insektenfleisch ist verachtet, viel Teufel. Gedankenvielfalt, moderner Fanatismus begrüßt, ja, neutral. Ja. Körperliche Liebe. Nur Ehepartner, ja genau. Grausam, verboten, freizügig, frei und gebilligt. Alter, in unserer verfickten sprichwörtlich verfickten Nudistenkolonie, wo alle auf LSD sind, fegelt jeder jeden.
aus ist. Frei und gebilligt, so schaut's aus nämlich. Was haben wir noch? Forschung. Extrem langsam, schnell, sehr. Da machen wir sehr schnell. Was bedeutet das? Weil das hilft uns bloß. Forschung gehört zu den sinnvollsten Tätigkeiten, die ein Mensch ausführen kann. Forschungsgeschwindigkeit, das ist in Ordnung. Machen wir uns ein bisschen einfacher. Wir fangen wirklich bei Null an. Was ist denn das? Skarifizierung mit Narben. Was? Schädelspieß missbilligt. Organnutzung akzeptabel. Nährpaste essen. Wir haben am Anfang nichts anderes wie Nährpaste. Das wird ein bisschen schwierig. Da müssen wir unsere Haustiere essen. Das ist nicht gut. Baust du da gerade Woodstock noch? So ein bisschen. Ehepartner der Frau. 4 oder weniger. Unbegrenzt, oder? Ja, da kann ja jeder jeden fegeln, dann kann ja auch jeden heiraten. Ja, was soll das? Ehename zufällig. Was haben wir da? Dann gibt's Rollen. Ja, du kannst deine Kolonisten dann Rollen geben. Du hast ja dann einen Führer und verschiedene Rituale. So, Rollen. Wir haben einen Anführer, wir haben einen moralischen Führer, einen Tierspezialist und einen Pflanzenspezialist. Und was kann man da jetzt ändern? Bearbeiten. Erwachter Häuptling. Gut, da kann man bloß einen Namen ändern. Okay. Erwachter Häuptling. Den benennen wir. Titel des Anführers. Roter Raketenwissenschaftler. Also, er ist aber jetzt Hashtag roter Raketenwissenschaftler. Los geht's. Was? Ehepartner von Mono unbegrenzt. Oh ja, stimmt. Ehepartner unbegrenzt. Stimmt, muss man für Mann und Frau einstellen können. Hast du schön aufgepasst. Moralischer Führer ist der bekiffte Akademiker. Das steht halt schon von Haus aus dran. Der Tierspezialist ist der Schweiffunktionär. Ja, da wir aber am Montag festgestellt haben, grau ist das neue Schwanz, ist er der Schwanzfunktionär. So, fertig. Und der Pflanzenspezialist ist der Bodenweise. So, dann haben wir noch verschiedene Rituale. Beerdigung, freie Beerdigung, ja gut. Rauchblattkreis, Biergeschäft Fiesta. Also ein soziales Fest haben wir, die Party der Träume. Startbedingung jederzeit. Zusätzliche Belohnung, zufälliger Rekrut. Das ist ja voll geil. Dann kriegen wir neue Kolonisten, wenn wir so eine Party der Träume auslassen. Das heißt, wahrscheinlich existiert der gar nicht dann. Wir haben alle voll bekifft und dann kriegen wir einen neuen Kolonisten dazu. Was? Der Pflanzenspezialist ist der Ackermeister. Okay, Sprengi. Weiß, dass du bist. Weiß, dass du bist. Der Ackermeister. So. Bär, was haben wir da noch? Laternenfest, berauschte Feier. Ist am 14. August. Ah ja. Dann haben wir Bauwerke. Wir haben einen rituellen Sitzplatz, also ein Gebetskissen oder eine Kirchenbank. Nein, nichts mit der Kirchenbank. Ja. Sex mit Minderjährigen? Nein. Ein Bauwerk. Wir haben ein blanker Qualmer, das ist quasi ein Riesenbong. Dann haben wir ein Bauwerk, einen bekifften Altar. Eine mittlere Plattform, die bei der ideologischen Rituale eine Rolle spielt. Okay, und ein Bauwerk haben wir ein bekifftes Abbild. Ja, Reliquien. Wo freies Andenken und ein Ex-Finger, was auch immer das ist. Und Waffen, beliebt Steinzeit, unbeliebt Ultratech. Tausche beliebt und unbeliebt. Beliebt Ultratech, unbeliebt Steinzeit. Waffenpaar hinzufügen, was ist denn das? Nahkampf und Fernkampf. Das kapier ich jetzt nicht ganz, was das für... Kann man das wegmachen? Ja. Heilige Tiere. Wir brauchen ein heiliges Tier. Welches Tier beten wir noch? Da, das muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen. Alter, der Editor macht schon so viel Spaß, dass ich gleich... Wir haben jetzt, pass auf. Was haben wir? Affe, Alpakas, weil Alpakas sind schon geil. Wir haben einen Alpha-Biber, einen Bison, einen Bumalope, einen Chinchilla. Ich darf auch auf einen Pinguin hoffen, aber ich glaube, gibt es einen Pinguin? Haben wir einen Pinguin? Wo ist der Pinguin? Oder der Babyelefant? Babyelefant? Ein Strauß, ein Affen, was haben wir denn? Einen Hasen, Händel, ein Husky, ein Labrador, ein Leguan, Nashörner. Eigentlich braucht man einen Helch. Kann man das nicht selber ein Viech erfinden? Rotwild, Schildkröte, Schweindel, Trumbos, das sind so Special-Viecher, die gibt es jetzt in echt nicht, das ist egal. Wüstenfuchs, Yorkshire Terrier, Ziegen. Nein, da hätte ich auch andere Religion auswählen.
Was? Wo waren wir? Tier hinzufügen. Was nehmen wir? Ich bin unentschlossen. Ich bin einfach unentschlossen. Das Orchkatzel vielleicht. Was hältst du vom Orchkatzel? Sollen wir das Orchkatzel nehmen? Das heilige Eich. Das heilige Trudhorn. Eine Boomratte. Ein Emu. Meine Worte. Da! Special Mike. Ja, mir weiß, was wir nehmen. Oder das Faultier. War auch ganz geil. Ein Cobra war schwierig. Ich glaube, die kann man nicht zusammenhauen. Ich nehme jetzt das Orchkatzel. Das heilige Eichkätzchen. Das ist verehrt. Und bevorzugte Kleidung. Kleidung hinzufügen, ja nix halt dann. Also ich hätte gerne so ein Bates-Unterhosen. Oder ein Bates-Hut. Dann haben wir Erscheinung, Frisuren und Bärte und Tattoos. Ja, schaut gut aus, Alter. Der Bürgerismus ist wirklich stabil, Alter. Er ist saustabil. Also da haben so viele Auswahlmöglichkeiten, ich kann im Chat nicht auslesen, auf was die Leute am meisten Bock haben. Ich habe jetzt einfach so das heilige Orchkatzel genommen. So, Geschichte. Howdy, Partner. Draußen auf den Weiden sagen wir unter uns alten Hasen häufig, dass ein Freund erst dann ein echter Freund ist, wenn man gemeinsam durch das Gedankenversum gedriftet ist. Aha, Gedankenversum nennen die das. Wenn du einen von uns auf der Straße siehst, reizvoll und frei baumeln, wirst du wissen, dass er oder sie die Wahrheit akzeptiert hat. Erwachte Viehzucht von Legaban Hummerbanbrei. Was? Weiter. Jetzt müssen wir irgendwann mal zum Speino fangen. Jetzt brauchen wir noch 15 Kolonistenseppen. Die kriegen natürlich wieder Namen aus dem Chat, das ist egal. Orchkatzel, merci dir, es war mir eine Ehre. Heilige Orchkatzel mit der Lederhosen, richtig. ASPR Jules, welcome to the squad, danke für die Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi. Jetzt halt, Orchkatzel, merci für den Zwickel. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Namen. Jetzt machen wir erst einmal einen Birger Huntsman. Ich mach Birger, was ist mein Spitzname? Ist eigentlich auch Birger. Birger, Chef. Lex. So. Und jetzt gehen wir da zufällig durch. Ah, super, wir müssen jetzt. Da geht der Name wieder weg. Das ist ja voll kacke. Ja gut, da müssen wir jetzt ein bisschen durchklicken, bis wir eine einigermaßen brauchbare Person zusammenkriegen. Ja? So, wichtig ist, verweigert Feuerwehr. Das ist natürlich schlecht. Stubenhocker, das darf passen. Blutrünstig, Pyromane. Nein. Am besten keine Merkmale und verweigert Sachen. Vorher braucht man erst einmal gar nicht schauen. Verweigert Gewalt, das geht einmal gar nicht. Verweigert nichts. Merkmale, Stubenhocker. Misandrie, was ist denn das? Okaman hat eine starke Abneigung gegen alle Männer und misstraut ihnen. Das können wir nicht machen, das können wir nicht brauchen. Was haben wir da? Einfache Arbeit, nichts. Nervige Stimme, mental sensibel. Ein bisschen mental instabil. Kindheit, zurückgezogen. Hat Fernkampf 7, hat gute Tiere und gutes Handwerk. Die lässt man gleich einmal so, wie es ist. So, wir brauchen eine Frau. Die erste Frau, die liest, die Klabausterbeil schreibt. Alex! Der Flea-Frankie, ich mag auch dabei sein. Nein, bitte nicht per Donation. Ab in den Chat, mitmachen wieder, bitte nicht per Donation. Ich mag jetzt da nicht Kolonistennamen verkaufen. Das, ihr kennt's mich. Alex, merci für den Zwickel. Flea-Frankie, merci für den Zwickel. Gut, dass es 20:42 ist und noch immer nicht spielen. Im Prinzip spielen wir schon. Erika! Olga Dimper, was? Sam Crowwife war die erste mit Klaborsterbeil. Dann brauche ich Wife in. Machen wir so. Sam Crow. Wife. Und dein Spitznamen? Was ist dein Spiel? Dominik! Für ein Leberkäse mit Ketchup. Dominik, die hau ich mir. Aber das Ketchup schmiert jetzt erst raus. What the fuck ist das? Das darf ich auch noch gern wissen. Du, das soll dir der Mike erklären. Der weiß garantiert, was Klabaustabeilen sind. Zehns! Richtig! So. Zehns. Sam Crow Zehns. Haben wir die erste. Raptor. So, ein bisschen durchgehen. Verweigert nichts. Fernkampf, Nahkampf, stark. Wir brauchen noch jemanden mit Medizin und mit intellektuell. Schauen wir mal. Klicken wir ein paar mit durch. Oh, Kunst, auch nicht schlecht. Das sind, mal kurz erklärt, das sind seine Fähigkeiten von der Person. Und das Feier da bedeutet, wie schnell dass er es lernt, wenn er es ausführt. Sehen wir dann gleich. Und das ist seine Stufe, wie gut dass er da ist. Und wenn er da 0 hat, dann kann er sich eine Sache nennen und das macht es uns bloß unnötig schwierig. Oh, da glaube ich, haben wir einen guten. Ah, die hat Asthma.
Die hat Asthma. Warum hat die Asthma? Was soll denn der Kack? Da kannst du nicht rauchen. Das ist nix. Weg. Da nochmal ein paar Mal sozial, Bergbau, auch nicht schlecht. Was hat denn eigentlich Zins? Rechtes Bein, Schussnahme, Schmerzen. Ja, da können wir jetzt nicht mehr drüber hinweg. Das hilft nicht. Neuer Stamm. Zufällig. Schauen wir mal. Oh, Tiere 10, Medizin 13. Ganzer Körper, Unterernährung leicht. Gehirn, Alzheimer, schwer. Kimane Bra. Oh, der schaut gut aus. Ist halt ein bisschen unterernährt, aber das ist nicht so tragisch. Der kann gut kochen, der ist gut sozial. Der ist flatterhaft, ein Weichei und ein Asket, können wir nicht brauchen. Nein, ich hätte mir die Mod overlohnen müssen, wo man das selber ein bisschen verteilen kann. Einigermaßen fair. Machen wir so. Oh! Ganzer Körper. Warum haben denn alle unterernährt? Was ist mit denen? Oh, das ist eine gute. Verweigert nichts, Merkmale freundlich und zäh. Oh, die ist saustark. 10 auf Tiere, Oh. Haben wir wieder eine Frau. Die nächste Frau, die schreibt rote Rakete. Los geht's. Dwight schreibt, was ist, und das ist meine Mutter. Was stimmt mit dem Spiel nicht? Franziska! Rote Rakete, Flugbison, du bist keine Frau. Rote Rakete. Elena, du bist, glaube ich, eine Frau. Elena, du kriegst einen Nachnamen, den erfinde ich einfach. Elena, auf Twitch. Ja, da haben die Twitcher natürlich sauber im Vorteil bei solchen Geschichten, ich weiß eh. Wo ist Elena? Wo hat sie geschrieben? Elena 0454. Wir brauchen einen wie ist denn der Spitznamen? Einen Nachnamen, den gebe ich dir einfach. Das ist ja, warte mal, weiblich, Alter, Kopfbedeckung, ja. Wo steht denn das, dass das die Mutter oder Schwester von der Zenz ist? Weiß ich nicht. Ungula, kriegst du einen Nachnamen, okay. Ungula und der Spitznamen. Elena, schneller! Hopcorn, okay. Hopcorn. Nächster, der Wolle! Was hat der? Linkes Auge, Bissnarbe, ist nicht so tragisch. Handwerk 10, das ist super. Verweigert Tierpflege, können wir uns nicht leisten. Oh, was haben wir da? Das ist ein guter, der schaut aus wie ich. Das sagt ich. Mental hochsensibel, richtig. Oh, er ist ein Kannibale. Und er ist hübsch. Diese Merkmale in dem Spiel, das ist so gut. Oh, das ist auch gut. Ja, verweigert Tierpflege, das ist nix. Verweigert nichts, ganzer Körper, Unterernährung, ja, das ist okay. Kränklich, Weichei, weg mit dem Scheiß. Man hat da Bergbau, der kann alles ein bisschen, Bergbau und Nahkampf. Gefällt mir nicht. Oh, haben wir schon einen Koch? Er hat kochen können. Nein, wir brauchen noch einen Koch. Einen guten Koch brauchen wir. Schaut mal durch. Das schaut doch ganz stabil aus. Konstruktion, Bergbau, Kochen 10. Was haben wir da so? Verweigert Gewalt und verweigert Sozial. Das ist nichts, das sollt ihr euch ja gegenseitig aus dem Leben fägeln. Oh, das schaut wieder gut aus. Verweigert einfache Arbeit, das ist nicht schlimm. Ist eine Nachteule, mag es nachts wach zu sein und tagsüber zu schlafen. Das ist auch in Ordnung, das bin ich. Ich habe Glatzen, aber das ist mir wurscht. Männlich, 53, kommt auch ganz gut hin. So, Bürger. Chef. Lex. Das ist der immer weg. Nehmen wir so, wie es ist. Und jetzt die anderen zwei macht man absolut random. Die erste Zahl, die ich im Chat lese, so oft drücke jetzt auf zufällig und dann nehmen wir, was kommt. Dabei trinke ich nicht. 1. Echt? Okay, 1. Dann haben wir Menthol Beef. Aber trotzdem brauchen wir einen Namen, dass wir uns besser damit identifizieren können. Das ist Franziska. Die verweigert auch einfache Arbeit, hat ein kaputtes Füß, ist sensibel, ist super immun und langsam und lernt langsam. Okay, das ist Franziska. Ihr Spitzname ist natürlich Franzi. Und ihr Nachname ist Almsig. Ich weiß nicht, wie man das schreibt, egal. Die nächste Zahl, die ich lese, ist 12. Eli Birger Beste. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haben wir einen Banastra, rote Mücke, Rocker, Oberkörper, Schussnarbe, verweigert nichts, ist ein langsamer Lerner, ist neidisch und ein Weichei. Okay, aber er kann gut handwerken, das ist recht. So, brauchen wir noch mehr einen Namen. Den ersten Namen, den ich im Chat, wenn ich drungen habe, lese, der wird. Jetzt lassen wir einfach da. Ich komme nicht mit, nicht so schnell schreiben, ihr Idioten. Da, Blärme! So. Blärme.
Tulpe. Nachnamen, Blärme, ich brauche einen Nachnamen. Los geht's. Seid nicht so blöd und schreibt einen Nachnamen. Das ist eine Frau. Oh, scheiße, Blärme, dann habe ich ein Problem. Dann Steffi B. Da war die erste, wo ich gelesen habe. Steffi. Oder Stefanie. Steffi. B. So, Start. Oh, da haben wir zurückgelassen, da haben wir ein paar so Leute, da haben wir eine Schlachterin. Haben wir fertig. So, fangen wir an, oder was der man? So, jetzt ist es ja erst 10 vor 9. Haben wir schon ziemlich weit gekommen. Los geht's! Schaut gut aus, wird gut, wird gut. So. Die Götter waren zornig. Die Blutmaschinen kamen in der Nacht. Sie fegten durch euren Dorf. Okay, die deutsche Übersetzung ist vielleicht nicht ganz so on point, aber egal. Zerstückelten und verbrannten eure Leute mit ihren Klingen und ihrem teuflischen Feuer. Nur ein paar von euch konnten dem Gemetzel entkommen. Jetzt nach einem zermürbenden Fußmarsch, ohne irgendwelche Freunde, an die ihr euch wenden könntet, müsst ihr euch ein neues Leben in der Wildnis aufbauen, genauso wie schon eure Vorfahren vor euch. Ich glaube, der Chef hat noch nicht geschnallt, dass er sich gerade ein Harem gebaut hat. Hab ich? Geil! Das heißt, ich kann euch... vielleicht Absicht, richtig Wifen. Vielleicht, ja, wer weiß, das war alles pure Absicht. Wulfric, die habe ich übersehen. Heute werden wir zeigen, der Begründung der birgischen Glaubensgemeinschaft der knockerten roten Rakete-Fraktion. Merci für deinen Fünfer. Hermann, Charlie, mein erster Donner für dich. Schöner Urlaub, Alter. Charlie, freut mich. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. So, was hat der Sprenger schon wieder geschrieben? Wölfchen, was so schlimmer ist, er ist misogyn, Frauenhasser. Oh Mann, das habe ich nicht gesehen. Das kann man ihm vielleicht austreiben. Hilft nicht. Hilft nicht. Dann müssen alle Mengen fehlen, keiner kann. Stell dir das vor. So, jetzt drücken wir auf OK und los geht's. So, Pause. Mal die Lage checken. Da sind unsere 5 Kolonisten. Zehns, Hopcorn, Chef, Franzi, Steffi. Schade, dass da die Spitznamen angezeigt werden, das habe ich nicht gewusst. Oder habe ich nicht mehr gewusst. Dann haben wir 3 Haustiere. Wir haben einen der heißt einfach Wahnsinniger. Dann haben wir einen Affen als Haus, das ist der Europa. Und eine Mieze, die heißt Sydney. Ja, also Ziel oder Grundlagen des Spiels sind, wir haben diese 5 Kolonisten, die bewegen sich völlig selbstständig. Aber ich kann es natürlich dazu bringen, gewisse Dinge zu tun. Nämlich erst einmal Waffen ausrüsten, das ist einmal das Erste. So, der Chef... Wir haben da, pass auf, Körper, Sozialinventar, Bio, Bedürfnis, Logbuch. Haben wir nicht so irgendwo, wo haben die Fähigkeiten? Ah, da hier unten haben Fähigkeiten. Ich bin im Nahkampf, machen wir es von links nach rechts, die 10. Fernkampf, 7 Punkte, sehr gut und mit Tieren. Das heißt, du nimmst da gleich einmal einen Bogen, bewaffne dich mit Kurzbogen. So, und dann drückt man da auf Play und dann tut sie das. So, Pause. Dann kommt der Hopcorn, das ist Elena, glaube ich. Elena, du bist auch gut im Fernkampf, du kriegst ebenfalls einen Kurzbogen. Dann haben wir einen Chef, der ist gut im Nahkampf, 9 Punkte. Was geben wir dem? Dem geben wir die Keule. Ja, Confused, Unga Bunga, gib mir die Keule. Warum haben wir überhaupt ein Gewand um? Wir sollen nackert sein, hat es geheißen. Ja, das werden wir auch gleich noch regeln dann. Dann haben wir die Franzi. Ja, die ist nirgendwo Nahkampf 0, das ist gar nichts, Fernkampf 5, das ist nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz toll. Ja, Franzi, du brauchst keine Waffen. Hilft nicht. Steffi, Nahkampf 9, das ist natürlich stark. Was haben wir da? Ein Messer aus Jade. Ja, Steffi, nimmst das Messer aus Jade. So, dann fangen wir wieder von vorne an. 10. Inventar. Du hast, schauen wir mal, Bedürfnis. So, das ist die wichtigste Statistik im ganzen Spiel. Das ist der Zustand deines Kolonisten. Wie zufrieden ist er. Wenn die Gränerzahlen überwiegen, ist alles gut. Und dann geht der Balken da hinter der Person ANT und dann ist alles cool. Dann sind die motiviert, die sind gesund und so weiter. Und je weiter das aber sinkt, umso schlimmer wird es. Dann drehen sie irgendwann durch und bringen sie alle um und lauter so ein Scheiß. Extrem niedrige Erwartungen macht es uns am Anfang leichter. Dann haben wir anfänglicher Optimismus. Bezugsperson von Europa. Wer ist denn der Europa? Das ist das Viech, da kann man das umbenennen. Da mehr Europa. Wieso kann man den nicht umbenennen? Kann man den nicht umbenennen? Bindung? Okay. Also 10. Sam Crow-Wifen, du hast einen Affen als Haustier. Sehr schön. Bedürfnis? Trage Kleidung. Und das ist jetzt der Teil, der neu ist in dem Spiel.
Eva, viel Spaß beim Spielen, gute Nacht, schön Urlaub, Birger. Eva, danke dir, ebenfalls gute Nacht. Und das ist jetzt halt, wo Ideology ins Spiel kommt. Du musst dich dran halten. Du musst einfach, du bist halt jetzt dann knockert, das hilft nicht. Und das sagt man da an der Seite, nein, ich finde es nicht gut, mich zu bedecken. Und doch tue ich es gerade. Das heißt für die, Inventar, was haben wir da? Stammeskleidung, adios. Wir können das ausziehen. Fallen lassen. Weg damit. So, ausziehen, 10. So, 10 ist jetzt knockert. Bedürfnis, jetzt ist es halt, ja toll. Jetzt ist es halt kalt. Jetzt hast du halt -4 auf kalt. Du hast leichte Schmerzen, aber das tut weh, weil du unterernährt bist wie die Hölle. Das ist unser Essen. Der Pemmikan enthält Fleisch. Ja und? Der mir wurscht. Der von mir kein Fleisch essen. Wir haben doch Fleisch essen. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, früher oder später wird es was essen müssen. Oh, du bist übrigens voll tätowiert, Wifin. Was haben wir noch? Bedürfnis, unterernährt. Ja, das wird sich jetzt dann schon ändern. Machen wir mal so. Konsumiere Pemmikan. Machen wir so. Jetzt schauen wir mal, was hoffentlich. Ja, die holen sich das auch selbstständig, wie man da sagt. Jetzt essen alle mal so ein Stückel von dem komischen Bats. Ich hoffe jetzt, dass wir mir kein Problem mit Fleisch essen haben, weil das war natürlich dumm. Unterernährt, leichte Schmerzen, Aas ohne Tisch. Ja, und da sagst du schon, wie dermaßen, dass das ins Detail geht. Die haben jetzt im Steh gegessen und dann werden sie unzufrieden eine Zeit lang. Das heißt, du musst einen Tisch bauen. Wart noch ab, wie dermaßen lästig das werden, wenn du ohne, wie soll ich sagen, ohne Raum schlafen lässt und lauter so ein Scheiß. Und das ist das Ziel des Spiels, sich weiterzuentwickeln und diesen Bedürfnissen nachzukommen. Irgendwie ist es ein bisschen wie die Sims. Die Frage ist jetzt aber erst einmal, jetzt geben wir erst einmal alle die Items, die da umeinander liegen, frei. Ja? Die haben gesperrt am Anfang. Das bedeutet, dass die Kolonisten von der Lore diese Sachen nicht angelangen. Ja, da haben wir ein bisschen Medizin und so weiter. So, Bedürfnis von von der Elena. Trage Kleidung unterernährt. Dann musst du mal was essen, aber für dich gilt das Gleiche. Stammeskleidung AD. Chef, Bedürfnis ebenfalls. Wir haben ja alle Nudisten, wir müssen uns alle knockert ausziehen, das hilft uns jetzt alles nichts. Das Spiel ist so gut. Das Spiel ist so gut. So, weg mit dem Gewand, mit allen. So, zieht euch einmal aus, da haben dann diese kleinen Balken. Ja, schön. So. Jetzt ist nur noch die Frage, ob sie sich von selber wieder anziehen. Da bin ich mir nicht sicher. Kann passieren. Oder könnte passieren. Warum haben wir alle so lustige tätowierte Punkte auf dem Ranzen? So, jetzt haben wir auf alle Fälle alle knockert. Jetzt müssen wir uns umtun. Was halt echt krass ist, wir haben ja gar nichts. Wir haben da oben ein bisschen Holz, 500. Und da, jetzt schauen wir uns einmal die Map an, auf der wir sind. Map! Da haben wir ein paar Steine und ein paar Felsen, die wir abbauen können. Da haben schon ein paar so leichte Konstruktionen, ja, mit einem Tisch aus Stahl. Und was haben wir da? Antikes Bett. Und ein paar so Monumente und lauter so ein Scheiß. Und da ist jetzt die Frage, wo wir uns hinbauen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ist denn das? Antike Hülle einer Raupe. Okay. Was haben wir da? Da haben Autos. Seit wann gibt es denn Autos? Ein antikes Auto. Da haben wir Muffalos. Ich glaube, das ist Körperbehaarung. Die Tätowierungen, ja, möglich. Ja, ich würde sagen, wir bleiben relativ zentral, nutzen wir das Zeug da oder bauen wir uns direkt mitten einfach bauen wir uns eigenständige Holzhütten. Ich bin für eigenständige Holzhütten. Dazu brauchen wir das Holz da herum und erst einmal einen Lagerplatz, wo wir unsere Kolonisten sagen, lagert euer Zeug einmal da. Das ist das Allerwichtigste. Da gehen wir ins Architektenmenü, bauen wir eine Zone, Lagerzone. Die bauen wir jetzt einmal 5 auf 5 da her. Und unsere Kolonisten sollten dann eigentlich langsam anfangen, das Zeug da hinzunehmen. Da, Steffi ist schon unterwegs. Was tut die? Die sammelt das Gewand ein. Da. Und jetzt, die sammelt mehrere ein. Was tut das? Silber sammelt es ein, ein Speer sammelt es ein und tragt es wahrscheinlich in die Lagerzone. Die Wifin holt das Holz. Schaut schon mal gut aus. So, jetzt ist es so, jeder macht das gleich. Oder das Gleiche. Es gibt einen Arbeitsplan. Da kann man aktivieren und deaktivieren, was die Leute da sollen und was sie nicht tun sollen. Und wir haben einen Arzt, Bettruhe ist wichtig, Hilfsarbeit ist wichtig, Aufsehen kann man lassen, Tierpflege haben wir gleich 3. Dann Kocher haben wir 1. Jagen haben wir auch 3. Bauen tut nur einer, die Franzi, wir haben keinen richtigen Handwerker nicht. Franzi, da musst du herhalten, das hilft nicht. Haben wir einen Bergbauer, einen für den Steinbruch, einen für die Waldarbeit, 2 fürs Schmieden und so weiter.
Mei, das müssen wir jetzt im Laufe der Zeit, müssen einfach alle alles machen. Und der UFO schreibt Beeren ernten. Guter Punkt, da haben so Beerenstreicher, Beerenstrauch, 84% gewachsen. Der ist noch nicht fertig, aber der ist fertig. Dann markieren wir das als Ernten und irgendein Kolonist geht dann irgendwann hin und erntet die Beeren da. Hoffe ich zumindest. Ja, da unten haben wir auch noch mal Beeren, die sind auch fertig, bereit zum Ernten. Ja. Alles, was wir am Anfang zum Essen haben, können wir brauchen. So, wo ist denn die meiste freie Fläche? Da. Das erste, was wir brauchen, ist ein Raum mit Betten. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt können wir das natürlich auch ein bisschen planen. Habe ich nicht auch ein Planungsmod-Tool? Warte mal, wie geht denn das gleich wieder? Weiß ich nicht. Strukturen. Eine Wand aus Holz. Machen wir jetzt so. Und dann bauen wir einfach da mal den ersten Raum her. Ja? Einfach mal so. Hoppala. Wie lang war der jetzt? 11. Wir machen mal. Das löschen wir wieder weg. Dann ist er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Richtig, 10 auf 10. Machen wir da 9. Da haben wir 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir da den ersten Raum und eine Tür. Ja, die versetzt man ein bisschen, damit es ein bisschen schöner ausschaut. So, und jetzt drücken wir mal auf Play und schauen wir, was passiert. So, da kommt der Popcorn, da kommt Elena, transportiert das Holz einer, bauen wir die erste Struktur. Und das erste, was wir auch brauchen, sind Betten. Und ich glaube, ich habe im Besitz nehmen, abreißen. Wir können was in Besitz nehmen. In Besitz nehmen. Im Besitz. Ah ja, tatsächlich schon. Jetzt haben wir einfach die Betten. Wir haben da schon antike Betten. Kann man die nicht medizinisch Besitzer wählen für Kolonisten? Für Kolonisten, für Gefangene, für Sklaven. Kann man die nicht abbauen? Schade, die kann man nicht abbauen. Aber wir haben einmal Betten. Das ist einmal Apps, aber wir bauen einfach Betten aus Holz. Und zwar, da gehen wir da in unser Architektmenü, Möbel, und dann haben wir einen Haufen Zeug. Wir brauchen ein Bett. Wo ist ein Bett? Bett. Können wir kein Bett bauen? Ist das dein Ernst, Alter? Aber was soll man dann tun? Ja, dann machen wir Schlafplätze am Boden, das hilft nicht. Wir brauchen 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir gleich mal 6, weil es wurscht ist. Wir können noch nicht einmal ein Bett bauen. Hast die Arbeit schon priorisiert? Nitro King noch nicht. Das mache ich am Anfang meistens nie, weil da alle einfach alles tun sollen. Kommt dann Stickerl für Stickerl. In Proxy, das mengen die aber nicht. Du hast doch Viehzucht genommen und da stand doch dabei, dass die Fleischliebhaber sind. Oder täuscht mir das? Ja, da täuschst du dich nicht, sie mögen keine Beeren, aber wir haben ja nicht recht viel zum Essen. Darum ist uns momentan jedes Essen sehr, sehr recht. Ja, baut das Ding zusammen. Drücken wir mal auf 2, dann geht es ein bisschen schneller. Man kann die Geschwindigkeit anpassen. Ich sage das jetzt dazu für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Das werden wir des Öfteren einmal machen, damit nicht alles so ewig lang dauert. Ja, das ist normale Geschwindigkeit. Da, die Franzi baut schon. Produktion, was? Verbockt. Das ist aber nichts, Franzi. Jetzt drücken wir mal auf 2, dann geht alles ein bisschen schneller. Schaut gut aus. So, aber wir müssen uns erst um alles kümmern, dass das geregelt ist. Wir haben 3 Tiere. Ein Wahnsinniger, ein Europa und ein Sydney. Zehnsbindung, Händler. Bei Skill, Hopcorn, 10, okay. Mei, die kümmern sich von selber um die Viecher. Wir kümmern uns einmal darum, dass die im Heimatgebiet bleiben. Ja? Das sind so Zonen, die werden automatisch vom Spiel festgelegt, sagt man jetzt da in dem blauen Rahmen, und dann kannst du den Viecher zuweisen, dass die in diesem Gebiet bleiben sollen. Weil sonst sind die irgendwo am Arsch der Welt, werden von einem Puma angegriffen und dann, ja. Was? Oben links Gickerl. Wo? Gickerl wo? Das ist kein Gickerl, das ist ein Strauß. Du meinst du das Vieh? Nein, das ist eine Truthähne. Was wir mit der gleich mal machen? Jagen. Wir brauchen Fleisch. So. Dann brauchen wir natürlich auch einmal einen Tierschlafplatz. Da nehmen wir 1, 2, 3. Und wir brauchen mehrere so Sachen. Jetzt wollen wir Produktion, Schlachtbank, Künstlertisch, ein Herd, damit wir kochen können. Wir haben ja noch so weit entfernt von der Elektrizität, das ist ja Wahnsinn. Forschung. Sagen wir, haben wir keine einfachen, komplexe Möbel. Ein Bett ist ein komplexes Möbelstück. Bist du besoffen? Komplexe Möbel schaltet Dinge frei, die du nicht bauen kannst, weil sie Glaubensgrundlagen erfordern, an die keiner deiner Leute glaubt. Plattenbett, Plattendoppelbett. Hä?
check jetzt nicht ganz. Aber die normalen Beeten können wir natürlich bauen. Okay, bestätigen. Warnung, die Forschung wird erst begonnen, wenn du einen Labortisch gebaut hast. Okay, der ist wichtig. Wo ist der Labortisch? Labortisch, da ist der Labortisch. Was kostet der? 25 Stahl. Wo kriegen wir mir Stahl her? Na gut, den platzieren wir aber jetzt einmal. Wir tun gleich wieder was dran. Den platzieren wir da her. So. Und was wir dann auch gleich tun, bestimmte Bäume zum Abholzen markieren. Eine Eiche, die ist bereit zum Ernten. Und wenn man auf B drückt, dann... Was ist ein Baum ausgraben? Was bringt man diese denn? Holzhacken. Auf B. Ja, da klicken wir jetzt ein bisschen durch. Ja, da sind alle ein bisschen, sind nicht fertig gewachsen. Wir brauchen jedes Stückchen Holz, das wir da rauskriegen. Bereit zum Ernten. Bereit zum Ernten. Ernten. So, können wir schon wieder laufen lassen. Wunderschön. Oh, da wird schon gejagt. Die Elena ist auf der Jagd nach dem Truthahn. Elena, wo schießt denn du hin? Was tust denn du? Der läuft einfach davor schon hin. Was tust denn du? Elena! Ja! Eine in den Arsch! Schieß ihm eine in den Arsch. Bring den Truthahn mit heim. Dann brauchen wir noch einen Schlachtplatz. Den machen wir aber draußen. Pass auf, Möbel. Oder bauen wir gleich Produktion, Schlachtbank. Kostet nur Holz. Die Schlachtbank machen wir aber draußen. Das macht eine Riesensauerei. Die können wir später woanders hinbauen. Die bauen wir draußen hin. Und dann passt es. So, jetzt lassen wir mal zusammenbauen. Los geht's. Wie viel Holz haben wir noch? 228. Da wird das erste schon abgebaut. Was wir auch brauchen, das da reißen wir gleich mal. Kann man das nicht? Y, B, weg mit dem da. Da bauen wir nämlich gleich mal ein Feido. Ja? Für Essen, für unsere Viecher. Oder auch nach oben hin, aber momentan haben wir halt nicht viel Platz. Konstruktion verbockt. Franzi, du verbockst mir zu viel Konstruktionen, das sagt er ich. Jetzt bauen wir fertig da. Das kostet uns 2 Holz, Franzi! Der Dovakin schreibt, Birger, du bist so ein Noob. Für die klang's. In jedem Spiel. Mit Ansage, Herr Dovakin. In jedem. Ich wiederhole, in jedem. So, Dachel drüber. Los geht's. Jetzt brauchen wir... Pass auf. Raumschiff Böden. Na? Was? Bodenrückgewinnung. Befehle, wie tut man gleich wieder Feido-Ling? Weiß ich nicht mehr aus. Pflanzen ernten, Zone. Da, Anbauzone. Machen wir mal 5 auf 10. Da kommen wir nicht. Bodenrückgewinnung haben wir gerade gehabt. Wo ist die Bodenrückgewinnung? Da war doch ein Stahlstich in der Nähe. Kannst du den nicht abbauen? Doch, geht. Haben wir das? Antikes Bett. Aus was ist denn das? Sagt man das, aus was das ist? Reiß einfach ab, scheißegal. Abreißen. Da haben Spinte. Ich weiß nicht, ob aus denen Spinte Stahl rauskommt. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Da, ein Sarg aus Stahl bauen wir ab. Was haben wir da? Lange Stähle aus Schiefer. Brauchen wir nicht. Schiefer. Was haben wir da? Tisch aus Marmor. Weißt du was? Den Marmortisch, den demontieren wir und montieren wir neu. Und zwar bei uns da herin. Wenn wir da her. Sehr schön. Was ist das da? Antike Spinte. Die reißen wir jetzt einfach mal ab und schauen wir, was passiert. Was haben wir da? Antike Lampe. Reißen wir auch ab. Vielleicht fällt da was raus. Kann man brauchen. Was haben wir da? Schieferbrocken. Und da war Stahlreste. Weißt du was? Da stellen wir jetzt einfach einmal ein, dass ein paar da was abbauen. Und das Stahl wird dann geholt. So, lassen wir mal weiterlaufen. Das ist alles ein bisschen schneller. Geht da? Was macht die Steffi? Oh, die geht gleich zum Stahl abbauen. Schon hin. Zack. Schauen wir mal, wie viel das da rausfällt. Wir brauchen den Forschungstisch, der ist wichtig. Nicht abbauen, da kommt der Dracula raus. Das kann vielleicht durchaus passieren, dass aus so Sarg-Dingen Aliens rauskommen. Tu dich mal nicht hinunter. So, wir fällt Kartoffeln abbauen. Was bauen wir noch? Wir brauchen mehrere. Nicht Pflanzen entfernen, Produktion, Strukturen, Zone, anbauen. Machen wir so, machen wir 8 auf 4. Was bauen wir da an? Nicht Kartoffelpflanzen, sondern wir haben ja voll die guten Agrarwissenschaftler, wenn man so möchte. Da können wir ja alles abbauen. Aber was wir auf alle Fälle brauchen, ist eine Hopfenpflanze brauchen wir noch nicht, aber eine Rauchblattpflanze brauchen wir. Bauen wir an. Und dann brauchen wir für unsere Viecher brauchen wir auch noch was. Anbauzone, die machen wir gleich da daneben her. Auch 5 auf 10. Dass unsere Viecher genug zum Essen haben. Ich bin mir bloß nicht sicher, was man da braucht. Rei, Nutrium, Mais, Heugras. Das ist für die Viecher. Das heißt, wir müssen da noch ein
ein paar Bäume abreißen, das und das. Lassen wir die Viecher mal laufen. Ja, Pflanzen ernten. Was haben wir da? Den ganzen Scheiß da abbauen, die Büschel und so. Easy. Schaut euch das an. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Muss man eigentlich stoppen, wenn man Aufgaben verteilt? Nein, aber das hab ich so in meiner Muscle Memory drin, dass ich das automatisch tue. Aber hast schon nicht ganz unrecht, dass so da nicht weitergeht. Was ist denn da eigentlich? Franzi, bau mir die Schlachtbank fertig. Haben wir eigentlich mittlerweile diesen Truthahn getötet? Wo ist denn sie eigentlich? Was tut denn sie? Wandert umher. Haben wir den Truthahn getötet? Wo ist denn der Truthahn? Den müssen wir auch da lagern. Pass auf. Pflanzen, Leichen. Tierleichen. Müssen wir vorerst da akzeptieren. Das hilft uns nicht. Franzi baut ein Dach. Du sollst kein Dach bauen, Franzi. Können wir ein bisschen schneller da jetzt. Machst du mit zu. Oh, der Forschungstisch kommt. Und jetzt müssen wir festlegen, dass eine immer am Durchforschen ist. Das ist das Allerwichtigste. Wir brauchen mal ein Licht da drin. Aber wenn ich eine Fackel reinstelle, wird es wahrscheinlich heiß. Warte mal. Haben wir eine Dunkelfackel. Eine spezielle Holzfackel, die ein schwaches Licht über einen großen Bereich erzeugt. Menschen, die Dunkellicht bevorzugen, das ist nichts für uns. Dann nehmen wir eine normale Fackel. Und die stellen wir da mitten rein. Das sagt ich. Die stellen wir da unten rein. Die wird schon nicht, weiß ich nicht. Kennst du das Spiel Prison Architect? Ist so ähnlich. Ja, kenne ich. Aber RimWorld ist halt um Welten komplexer als Prison Architect. Aber Prison Architect ist auch witzig. So, wir brauchen Stühle. Keiner kann am Tisch essen ohne Stuhl. Haben wir mittlerweile eigentlich Stahl? Haben wir wieder mittlerweile ein bisschen was. Ah, da ist unser Truthahn. So, das heißt, an unserer Schlachtbank, die Mechanik funktioniert folgendermaßen. Da unsere Kolonisten ja selbstständig handeln, müssen wir mir im Prinzip Aufgaben erteilen und irgendein Kolonist, der die Aufgabe in seinem Plan drin hat, führt es dann aus, wenn er es für richtig hält. Das heißt, wir gehen auf die Schlachtbank, geben eine Aufgabe hinzu, Aufgabe hinzufügen, Kreatur schlachten, einmal. Ja, dann schlachtet jetzt irgendjemand den Truthahn und dann ist diese Aufgabe weg. Das wiederholen wir für immer. Das heißt, immer wenn wir ein totes Viech da haben, wird es sofort geschlachtet. Und im Prinzip brauchen wir jetzt einen Kochbereich und einen Lagerbereich, den wir direkt ohne bauen. Das sagt ich auf die Schnelle. Pass auf, machen wir so. Da rauf, da um. Den scheiß Baum müssen wir wegholzen. Weg damit. Und den Baum müssen wir auch wegholzen. Dann kopieren wir mal da noch eine Fackel her, damit es da nicht so finster ist da drin. Und dann brauchen wir einen Herd. Das wird nicht helfen, der mit Holz läuft. Wird nicht helfen. Schlachtbank, Herd. Den bauen wir. Wo bauen wir den hin? Ich habe keine Ahnung. Den bauen wir da her. Und die Schlachtbank montieren wir auch neu, auch überdacht, damit es nicht so schnell kaputt geht. Dann bauen wir da noch eine Tür her. Und dann machen wir da zu. Und das wird unser Lager, wo unser Essen dabei einmal drin gelagert wird. Und irgendwann kann man so einen Kühlapparat bauen. Ja, das ist dann. Und dann machst du einen Leberkäse. Wir machen nur den feinsten Leberkäse. So, da, der Truthahn ist geschlachtet. Die tragt jetzt das Zeug da an. Wir haben Lederzeug. Und das wird jetzt alles da eingelagert. Das müssen wir auch irgendwann überdachen, weil sonst verfault es. Schauen wir mal. Ungekühlt verdirbt in 2 Tagen. Das heißt, schauen wir mal, Temperatur, haben wir sowas. Eine passive Kühlung. Ja, geil. Wir können alles aus Holz bauen. Wir sollten auch alles aus Holz bauen, wenn du mich fragst. So, den Baum, den wir mal weg, den Baum, den wir mal weg. Die komischen Stauern da, den wir auch mal weg. Wir haben 338 Holz, das schaut gut aus. Der Chef dort unten ein bisschen abpflanzen, aber niemand forscht und das gefällt mir gar nicht. So, jetzt wird das erste Mal wichtig, dass wir die Arbeiten verteilen. Unsere beste Forscherin, wer ist das? Fähigkeiten 7, 7, 10, 9. Das heißt, der Chef, ich selbst bin der Forscher, ich mache sonst nichts. Keine Kunst, oh, ich bin aber auch der einzige Waldarbeiter, das ist natürlich nichts. Alles hilft, dann müssen wir jemand anderen einteilen. Ich muss durchforschen. Feldarbeit bin ich auch der Einzige, das ist auch nichts. Aber die Feldarbeit wird nicht so oft gemacht wie das Forschen.
das lässt man drin. Und alles andere, Hilfsarbeit, Bettruhe und so weiter, das lässt man alles drin, so wie es ist. Patient sei, Feuerwehr ist jeder, wenn es brennt und so weiter. Ja, wird schon. Jetzt legen sie unsere Leute automatisch zum Schlafen und dann können wir mal einfach einmal durchschauen, was so die Bedürfnisse sind. Leichte Schmerzen. Warum? Wahrscheinlich wegen der Unterernährung. Aas ohne Tisch, Trecker. Wieso haben die eine Gewand wieder? Wieso haben denn die eine Gewand wieder? Da! Christ-Lauria schreibt's auch! Wieso haben die eine Gewand da? Seid ihr völlig besoffen? Die anderen schlafen einfach im Freien auf den Betten. Ja, kann man natürlich auch machen. Kann man natürlich auch machen. Kann man eigentlich Tische reparieren? Sammelpunkt? Inaktiv. Kolonisten werden sich nicht bei diesem Ort versammeln. Ja, machen wir halt dann so. Starte Party der Träume? Party der Träume kann jederzeit starten? Eine feierliche Zusammenkunft zur Bespaßung deiner Kolonisten. Entschuldigung. Zuerst wird ein Anführer eine ermutigende Rede halten, danach wird jeder für eine Weile mit anderen sozial interagieren. Je nach Ritualqualität erhalten Teilnehmer zwischen -3 und +8 Stimmung für 6 Tage. Ja gut, das ist natürlich, da schaut es überall noch aus wie Sau, da geht noch gar nichts. Jetzt drücken wir mal auf 2. Die Franzi hat kein so ein gutes Wohlbefinden, das Schlechteste, schauen wir mal, was da ist. Leichte Schmerzen, trage Kleid. Ah, was ist denn jetzt alles gekommen? Gestörter Schlaf! Aus ohne Tisch, schlief in der Kälte, schlief auf dem Boden. Trage Kleidung, schlief draußen, leichte Schmerzen. Was ist denn eigentlich mit leichten Schmerzen? Bissname schmerzend. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Wir brauchen mehrere Räumlichkeiten, das sagt der I. Wir brauchen mehrere Räumlichkeiten. Da herum bauen wir den nächsten Raum her, das sagt der I. Betten demontieren und heimtragen. Habe ich auch schon überlegt, aber man kann es nicht demontieren. Das wollte ich vorher schon mal. Wand aus Sandstein. Was haben wir denn sonst noch so da? Oh, Stahl ist alles abgebaut. Ja, müssen wir wieder den Auftrag erteilen, dass das abgebaut wird, das Zeug. Ja, jetzt Element einmal anklicken, zum Abbauen freigeben. Stahl können wir gar nicht genug haben. Das ist momentan unsere wertvollste Ressource, die wir haben. Und die Bäume natürlich. Wieso hat denn da noch keiner was abpflanzt? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, Zeitplan. Arbeit. Forschen. Du forschst nicht. Mit 7 forschst du auch nicht. Aber 2 Leute sind immer hart am Forschen. So, bauen. Franzi, du bist die einzige Rumbauerin. Dafür brauchst du... Eine von euch hat doch keine Waffen. Franzi, du hast keine Waffe. Das heißt, Jagen entfällt für dich. Dafür tust du kochen. Und ganz viel bauen. Alles schwierig. Die erste Verteilung ist immer schwierig. Der Gechillte! Auf die nächsten 3 Jahre! Alter, weiß ich nicht, was ich sagen soll damit. Welcome to the Squad und vielen, vielen lieben Dank dir. Bussi aufs Nussi. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. So, Franzi baut wie ein Vollgasnarische. Da wird unser Herd befeuert. Da haben wir unsere Kühlung. Kann man die einstellen. So, jetzt pass auf, das seht ihr gerade nicht. Da fahre ich jetzt zum Beispiel nicht da so um. Wo muss ich nicht sagen, da stehen ein paar so Informationen, die sind aber für euch nicht wirklich wichtig. Außer, da. Mein Mauszeiger, wenn jetzt da drüber fährt, dann ändern sie, das ist vielleicht auch ein bisschen eine beschissene Position, da kann man nichts lesen. So, da. Wenn ich mit dem Mauszeiger gehe, jetzt, da steht jetzt dort draußen, hat es 17 Grad. Dann gehe ich einer, drinnen hat es 20 Grad. Dann gehe ich da rein, das zählt noch als draußen, weil nicht fertig gebaut worden ist, hat es 17 Grad. Und da hat es auch 17 Grad. Wunderschön. Wunderschön, da ich sagen. Ich hoffe, unser Kühlkörper funktioniert dann, wenn wir da zugebaut haben. Franzi! Konstruktion verbockt. Sag einmal, bist du die beste Handwerkerin bei uns, oder was? Das gibt's ja nicht. Sag mal her. Kunst. Konstruktion. 3,10. Das ist aber nix. Und ein langsamer Lerner bist auch noch mit -75%. Alter, das wird lang dauern, bis da irgendjemand was baut hat. Eigentlich sollte man jemand anderen bauen lassen, sag ich dir, wie es ist. Franzi, durchschnittliche Fähigkeiten 0. Keiner hat da bauen auf irgendwas. Was? Ja, Kruzifix. Ja, 10, dann wär's, dass du lernen müssen. Schauen wir mal, was 10 so kann. Bedürfnisse, ja, das ist alles in Ordnung.
Sozial, Inventar. Aber du hast zumindest keinen langsamen Lerner. Du hast keinerlei Ehrgeiz. Haben wir nicht irgendjemanden mit Ehrgeiz auf Konstruktion? Gar keinen. Ja, das ist echt bitter. So, Arbeit. Franzi, du hörst auf. 10. Lern Handwerkern. 10. du musst Handwerkern. Wo bist du denn? Doppelklick drauf, da 10. du den Baum absabeln. Das ist mal ein bisschen schneller. Also, sag mal, wie lange dauert das? Wie lange brauchst du zum Baum absabeln? Das ist ja Wahnsinn. So, Franzi tut schön forschen. Das ist, was sie tun soll. So, was wir jetzt brauchen, wir brauchen eine Kleiderordnung. Und weil die ziehen selbstständig alle in einer Gewand wieder an. Das ist natürlich dumm. Jetzt weiß ich bloß nicht so. Da ist es. Ja, es gibt ein Menü für sämtliche Aktivitäten. Es gibt Outfits, die kann man festlegen. Outfit verwalten, Outfit erstellen, Outfit schließen. Outfit nennen wir Nackedei. Schließen. Aktuelles Outfit. Nackedei, 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 Nackedei. Dann kannst du dann noch einen Ernährungsplan machen und eine Drogenrichtlinie. Aber die kommt auch später, wenn wir erst Drogen irgendwann haben. Nackedei, alles erlaubt. Was, wo? Wo ist es gestanden? Outfits verwalten, Outfit auswählen, Nackedei. Alles verbieten, ich bin auch voll Depp. Alles verbieten natürlich. Alles verbieten, schließen. So, jetzt müssten sie sich eigentlich selbstständig ausziehen. Eigentlich. Ja, der Chef tragt seinen Scheiß schon fort. Ja, passt. So, Nockerbets am Feld. Schöner wird's nicht mehr. Brudi, schöner wird's nicht mehr. Tu dich nicht obi. Es gibt eine Voreinstellung, Nudist. Echt? Hab ich jetzt einfach daneben vorbeigelesen. Ich sag das, wie es ist. Nudist. Was kann das alles? Eine Kopfbedeckung ist in Ordnung und Hilfsmittel auch. Das kannst du mal sauber vergessen. Nackt ist nackt. Das Game, Alter. Das Game. Der Menschenhauthure ist erlaubt. Später. So. 10. Bau fertig. Jawohl. So, schön fertig bauen. Brav. Das Eck noch fertig bauen. Und dann bin ich gespannt. Automatisch Brennstoff auffüllen. Da ist noch Brennstoff drin. Brennstoff ist Holz. Und wie das dann funktioniert, weiß ich nicht. Jetzt gehen wir mal da rein. Ein Kolonist ist untätig. Die Elena. Hast du schon wieder nichts zum Tor, Elena? Wo ist denn die Elena? Hab keinen. Da ist. Was tust denn du so in deiner Freizeit? Bergbau? Der Bergbau und Steinbruch kannst du einmal machen. Und ehrlich gesagt, mit Level 7 kannst du auch forschen, bevor du gar nichts tust. Da hat Steffi dort schon wieder im Bergbau umeinander hackeln. So ist es recht. So ist es recht, Kinder. Ja, geht schon weiter. Was ist da wieder passiert? Der gechillte! Nein, hab ich schon gesehen. Trotzdem, nochmal merci. Ich meine, ich hab irgendjemanden übersehen. Kopfbedeckung schützt vor Sonnenstich. Das ist richtig. So, Forschung, drücken wir mal auf 2, damit es ein bisschen schneller geht. Ein Kolonist untätig. Was tut der? Ja, der Bürger geht ein wenig spazieren. Lass ihn doch spazieren gehen dann. Jetzt schauen wir mal. Kann man Besitzer wählen, abbrechen. Nein, ich kann die Betten nicht abbauen. Warum auch immer. Das ist interessant, aber abreißen der wir es auch nicht, weil lieber schlafen sie da drin. Oh, jetzt werden die Dinger da abgebaut. Die Spinte. Oder was tut's denn? Reißt antike Spinte ab. Na, da sieht man, wenn es nach nur eine zoomst, sieht man auch den Balken. Nein, fällt nichts außer. Also da fallen keine Teile irgendwie außer oder sonst irgendwas. So, jetzt brauchen wir eine neue Zone und zwar unsere Kühlzone. Da drin ist aber, da hat es genauso 17 Grad. Da drin, wo dieses Kühlding steht. Das ist ja voll für den Arsch. Bauen wir Zone. Lagerzone. Bauen wir da eine. Und gleichzeitig löschen wir diese Zone. Jetzt tragen sie alles da rein. Aber wir brauchen auch eine Abfallzone. Abfallzone, wo wir die Abfallzone hin, da kommen dann so Storbrocken hin und Viecherleichen und so ein Kack. Machen wir die da mal. Verstanden. Ich brauche keine Lernhilfe, tu das weg. Bau halt ein Dachel manuell über die Betten. Da geht, gell? Warte mal. Zone, Heimatgebiet, Dach bauen. Das kann sogar funktionieren.
Machen wir es so. Jetzt baut halt da irgendjemand doch hin. Aber egal, ist jetzt so tragisch. Oh, die Lizenz tut unseren Tisch reparieren, jawohl. Und der Chef ist sauber am Forschen. Ja, 250 von 450, dann können wir Betten bauen, einfache Stühle bauen und so weiter. Ja? Und dann braucht eigentlich einmal jeder seinen eigenen Raum von denen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Ich würde fast sagen, ja, wo bauen wir das hin? Ich weiß nicht. Was passiert denn eigentlich, wenn wir da her drücken und da Objekte wegtragen drücken? Ich glaube, dann rammen sie es da auf in die Lagerzone. Ja, der ganze Scheiß, der muss einmal weg da. Machen wir einmal sauber vor der Haustür und dann bauen wir da eine Wohnung nach der anderen her. Ja, bauen wir mal eine Wohnung, mal die erste. So. Machen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Ah, jetzt geht uns das Holz langsam aus. Das ist natürlich nichts. So. So. Das schaut doch schon mal ganz stabil aus. Dann nehmen wir da eine Holztür. Schön geplant. Schön geplant, das sagt dir ich. Und die anderen. Herr Dovakin, du bist neu in dem Spiel. Gibt's das? Herr Dovakin, ich weiß nicht, was möchtest man sagen? Was mach ich klär mich auf. Was mach ich falsch? Mr. Backseat Gaming Pro Gamer. Was mach ich falsch? Sag mal's. Frau Schrö, habe ich die Ehre. Selbst unser Coder schaut dir zu. Das ist ein guter Coder. Gibst dir einmal Bussi und Streizen von mir. Dabei trinke ich was. Ich warte dabei, was für eine glanzvolle Erleuchtung mir der Dovakin bringt. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Bis jetzt lese ich noch nichts. Was irgendwie einen konstruktiven Beitrag. Was der war. Der Ele schreibt, kennen die Schnackseln? Ja, kennen's. Können sie. Gekühlter Stahl. Was für gekühlter Stahl? Ja, es ist ja wurscht jetzt. Es ist doch jetzt sowieso noch wurscht. Wir brauchen so und so eine Lagerzone. Und die werden wir jetzt bauen. Das heißt eben für Stahl, da machen wir 10. Machen wir so. So. Hoppala. So, schön. Die Scheiße reißt man ab. Den gestungenen Stor machen wir so. Jawohl. P, weg mit dem Schund. Den Scheiß reißt man ab. Und dann sieht das gut aus. So, was wir auch mal noch machen könnten ist, Zone, wo waren das vorher? Das Groß und den Scheiß da abbauen. Strukturen, Möbel, Sicherheit, Böden. Da. Oberfläche glätten, na, das auch nicht. Irgendwo hat man doch da Gräser entfernen können. Die Frage ist, wo? Gräser entfernen, wo? Irgendwo. Schnellauswahl von abholzen und wegtragen hernehmen, war schon klasse. Ich weiß nicht, was du damit sagen möchtest. Was für Schnellauswahl. Der Moment, wenn das Internet verkackt und YouTube nicht mehr laden will. Juhu, Neustart. Chris Lauria, Schnellauswahl von abholzen und wegtragen hernehmen, war schon krass. Das ist ein super bei Befehle, glaube ich. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ihr müsst ja den ganzen Sätzen schreiben. Ja? Ihr könnt nicht erwarten, dass ich einen minder bemittelten Satzbau aufs erste Mal verstehe. Okay? Wenn schon gescheiter herschmerzt. Dankeschön. Okay? Können wir das machen? Streichel die Muschi, streichel sie! Ganze Sätze, Leute, das ist nicht so schwer. Ich aus Versehen das ganze Spiel. Ist doch scheißegal. Funktioniert's, was ich tue oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin unschlüssig, Kinder. Kann man mit den Schlote auch was anfangen? Fernwärmeheizung oder so? Was, mit denen da, das ist später für so Geothermie, da kriegst du Strom raus. Gräser abmachen soll bei Budget. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Wie viele Pflanzen entfernen? Richtig geraten. Miau, miau, miau. So kann man das machen, dann schaut das gut aus. So, jetzt können wir dann gleich Mebien bauen. So schaut's aus. Unga Punkt, Befehle, Bongo, Birger. Ja, genau. Findest du bei Architekt? Okay, da ist ein ganzer Satz.
Was? Ganze Sätze mit Verb und allem? Ja, Alter. Ich erwarte nicht einmal, dass die wissen, was ein Verb ist, Alter. Oh, Forschung abgeschlossen. Komplexe Möbel. Easy. Forschungsmenü. Drück mal gerne mal auf Pause. Was ist das nächste, was wir brauchen? Sag ich dir, was ist. Bierbrauen. Ich bin für Bierbrauen. Kakao. Langbögen. Psychoid. Passive Kühlung. Recurve-Bögen. Bäume anpflanzen. Was gibt's denn alles? Das weiß ich natürlich nicht alles auswendig. Klima. Der Bayern-Gamer. Ignoriere mich. Birger, wie geht's also? Der Bayer-Gamer schreibt, ignoriert mit dir. Nein, aber du bist nicht allein im Chat. Möglicherweise geht manchmal so der eine oder andere Satz unter. Außer er nervt mich, dann geht er nicht unter. Schau mal, wie viel Temp der Kühlraum hat. Das ist ein guter Punkt. Hat immer noch 17 Grad. Also die scheiß Kühlung bringt fucking überhaupt nichts. An was das jetzt liegt, habe ich keine Ahnung. Sag ich dir, wie es ist. So, jetzt bauen wir erst einmal die Lagerzone gleich schon mal her da. Lagerzone, da ist eigentlich alles erlaubt. Bauwerke, Kleidung, Waffen, Objekte, Rohstoffe, bla bla bla. Und in der Lagerzone ist eigentlich nichts erlaubt, außer Menschenleichen, Tierleichen, Pflanzen und erlaube verrottendes Frisches und da drin erlauben wir verrottendes Frisches nicht. So, und die sortieren wir das jetzt da automatisch um. Sehr schön. Eftel Drogenherstellung erforschen. Brauchen wir das nicht? Ja doch, brauchen wir tatsächlich. Das hätte ich eigentlich gesucht. Wo war das? Schmieden, Bierbrauen, Drogenherstellung! Voll rein ins Kehrblech! Und dann, wenn wir das haben, was kämen dann eigentlich als Drogenherstellung? Geht da um, dann haben wir Medizinherstellung, die schaut sowieso auch nicht. Psychit, Flake und Jajo, dann haben wir Muntermacher, Go-Juice haben wir dann und Penoxylin. Weiß ich nicht. Hauptsache, wir können unser Rauchblatt rauchen, das ist das Allerwichtigste. Wie geht's denn dem überhaupt? Rauchblattpflanze, weißt du, was ich dir sag? Wir brauchen sowieso mehr Holz. Tu mal, was ist denn das Tastenkürzel für abholzen? Das wärst du wahrscheinlich vorher gemeint haben, wo ich geschaut habe. Was ist das Tastenkürzel für abholzen? B. Weiß ich nicht. Ah, nein, nicht umnehmen. Dann machen wir so, B, dann machen wir, wie funktioniert das gleich wieder? Irgendwann habe ich das mal gewusst, ich weiß es aber jetzt nicht mehr. Strom, da haben wir einen Folterkäfig. Wieso haben wir keine Folterkäfige? Die Kühlung ist passiv und bringt nicht so viel. Die soll halt in die Zimmer der Leute rein, da dass im Sommer nicht so heiß ist. Als direkte Kühlung reicht es halt leider nicht. Ja, aber das Interessante ist, da hat 26 Grad drin, da 23. Wie viel hat es draußen? 25. Vielleicht, wenn wir noch einen bauen? Ja, hilft nicht. Das hilft nicht. Dann brauchen wir, wir kommen da sonst kühl. Was ist denn das da? Ich hab so von U-Hoden das da hingebaut. Das ist weg. Und der, der daneben baut. 10! Da sollst du hinbauen, nicht da! Was machst du? Architekt Befehle B. Architekt Befehle B. Ah, so meint sie das, gell? Wieso kann ich das nicht abbauen? Weiß ich nicht. H, ernten. Nein, nicht ernten, Y, glaube ich, ist abholzen. Nimm dir da alles mit. Holzhacken. Machen wir so. Nicht, dass da was war. Wer ist denn das? Was tut denn der da? Wenig Medizin, wenig Nahrung, Verteidigung benötigt. Abwechslungsreiche Entspannung benötigt. Besucher. Der Katsuko Holt. Eine Folterin der Fraktion Nordonistan. Ja gut, dann muss jetzt da mal die Franzi hergehen. Nein, Zenz muss hergehen. Du gehst jetzt nicht schlafen, du unterhältst dich jetzt mal. Handler mit Holt. Händler. Nordonistan-Pakt. Das habe ich nicht mitgekriegt, habe ich nicht aufgepasst. Schauen wir mal, was da los ist. So, wir haben 200 Silber. Und er hat, was hat denn dabei? Eine Überlebensration können wir ihm abkaufen, brauchen wir nicht. Verstärkter Lauf brauchen wir auch nicht. Aber wir könnten ihm Zeug verkaufen. Damit wir gleich mal ein bisschen was haben. 60 Euro. Stammeskleidung. Verkauft mir ihm gleich einmal. Was? So viel Geld hat er nicht. Ja, dann kaufen wir uns halt so 3 gute Medizin. 4 gute Medizin. Das Pilum, das behalten wir uns einmal noch. Ja, akzeptieren nicht. Haben wir sauber eingehandelt. Die gute Medizin, die ist wichtig. Die ist wichtig, falls wir mal aufs Maul kriegen. Wir haben auch keinerlei Verteidigung, wir haben gar nichts. Aber es ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Da würde ich sagen, wir haben Sicherheit. Was können wir da machen? Wir können Sandsäcke aus Vogelleder bauen und Barrikaden
aus... Ich hätte jetzt gerne aus Holz gebaut, aber das können wir nicht. Haben wir kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Warum haben wir keine Holzhacker? Gib mir mal eine Holzhacker! Bergbau ist ja Waldarbeit. Aber der Chef keine Waldarbeit betreibt. Und die Steffi auch nicht. Steffi, Waldarbeit! Schmieden können wir noch nicht. Schalten wir mal aus, damit es übersichtlicher wird. Handwerk. Was ist ein Handwerk? Führen Aufgaben an diversen Arbeitsstationen aus, die wie Steinbearbeitung, Schmelzen und so weiter. Brauchen wir auch noch nicht. Soweit haben wir nicht. Bergbau können wir brauchen, Steinbruch brauchen wir auch nicht, haben wir noch keinen. Feldarbeit ist wichtig, Jagen ist wichtig, Kochen ist wichtig, Tierpflege ist wichtig und Aufsehen haben wir auch noch nichts, ist auch noch nicht wichtig. Mir macht das Mountain fertig. Ich meine aber, dass mein Coder irgendwo bleibt. Um ganz ehrlich zu sein, mich hat es auch schon ein paar Mal kurz Zucker lassen. Tu dir nicht runter. So, wir brauchen... Wir kommen da schnell in dieses scheiß Befehle-Menü rein. Das ist ein Wahnsinn. Holt's einmal den Wald ab. Holt's einmal das ab. So. Wunderschön. Was sind die nächsten Schritte? Wie schaut's bei der 10 aus? Bedürfnis. Unterernährt schon wieder. Wo ist der Pemmikan? Oh, wir haben keinen Pemmikan mehr. Wir haben nichts mehr zum Essen. Bist du besoffen? Wir müssen Viecher schlachten. Wo ist denn das Fleisch hin? Das ist etwa davon tragen. Wo ist denn das? Weiß ich nicht. Dann müssen wir Viecher jagen. Gehen wir auf Tiere. Wildtiere. Da ist ein Haufen Zeug. Jetzt pass auf. Bumalope. Was ist denn ein Bache? Oh, leck Schweindel, Alter. Oh, leck Schweindel. Was haben wir noch? Irgendwas müssen wir jagen. Keiler, Luchsen, Rotfuchs, Schildkröte, Meerschweinchen, Ratten, Hasen. Weißt du was? Wir jagen mal einen Hasen. Der ist irgendwo auf der Map. Machen wir Doppelklick. Ja, da herum ist ein Hase. Und den anderen lassen wir auch jagen. Oh, leck, Eichhörnchen! Eichhörnchen müssen wir zähmen. Eichhörnchen müssen wir zähmen. Was haben wir da? Diese Kreatur ist ein Raubtier. Wenn es hungrig ist, wird es kleinere Tiere jagen. Mistviech. Was haben wir da? Keiler, Bache. Bache. Reimen Sie auf Kache. Hab ich nicht gewusst, dass eine weibliche Wulzau Bache heißt. Sag ich dir, was es ist. Ja, da jagen wir auch mal 2, 3, 4. Irgendwelche jagen wir da jetzt. Wichtig. So. Hungernde Kolonisten, wenig Medizin, wenig Nahrung, Verteidigung benötigt. Ja, schaut nicht so gut aus. Aber das kriegen wir schon. Jetzt müssen wir ein paar Viecher jagen, das ist wichtig. Vielleicht auch mal schauen, was da in der Umgebung umeinander steht. Oder umeinander kreucht und fleucht. Da haben wir noch mit Beeren bereit zum Ernten. Schauen wir mal, vielleicht noch mal ein paar mehr Beeren irgendwo finden. Da haben wir noch Beeren, die haben noch nicht voll ausgewachsen. Gibt es wahrscheinlich auch wieder irgendwelche speziellen Backseat-Gamer-Tricks, wie man... Oh, da herum einen Haufen Beeren. Da machen wir es wieder so. Befehle. Ernten. Na. Mehr Bärli, mehr gut. Oh, was ist da? Der Luchs greift Schildkröten an! Ja, der hat uns Schildkröten killt! Kill die Schildkröte! Sammel die Schildkröte! Zenz, was tust du gerade? Jagd Hase. Chef erntet Eiche. Franzi forscht. Steffi erntet Eiche. Scheiß auf die Eiche! Wegtragen, Schildkröte! Nein, nicht! Schildkröte nehmen! Priorisiere wegtragen, Schildkröte! Wo bist denn? Steffi! Steffi, du sollst den Holz hacken, du sollst die Schildkröte wegtragen! Uhrzeit. So, jetzt geht Steffi los. Machen wir mal ganz schnell auf 3. Und Steffi rast auf. Steffi, nimm die Schildkröte. So, haben wir was zum Futtern. Das ist wichtig. Wichtig. So, einen Hasen haben wir auch schon gehabt. Haben wir schon geschlachtet. Schildkröte ist drin. Schaut gut aus. Jetzt müssen wir aber, bevor ich das wieder vergieße, jetzt müssen wir mal Stühle bauen und einen Kochauftrag geben. Und zwar eine einfache Mahlzeit, leckere Mahlzeit und dann steht da, oh leck, da kannst du 1000 Zutaten einhauen. Pemmikan, also was machen wir mit Pemmikan? Nein, machen wir einfache Mahlzeit. Einfache Mahlzeit und zwar immer wiederhole, bis wir 10, wie viele Leute haben wir? Machen wir mal, nein, nicht 110. Machen wir auf Steuerung, bis wir 50. Ja, 50 Einheiten essen. Schildkröte ist das Beste, bringt sogar einen eigenen Teller mit. Herr Flash spielt. So, wann ist unser Rauchblatt fertig? Ich möchte eine Rauch jetzt! Bauen wir gleich noch ein Feld, das sagt ich. Pflanzen, nicht Pflanzen, Erdenzone, Anbauzone, machen wir so und so. Mehr Rauchblatt. Rauchblattpflanze kann man gar nicht genug haben. Und dann bauen wir noch an. Was bauen wir noch? Bauen wir da noch was an? Was gibt's noch Schönes? Heugras, Maispflanze, Reispflanze, halber.
Antike Gefahr. Als Hopcorn, die Elena, ich vergiss es, sich der antiken Wand nähert, überkommt sie eine unheilvolle Vorahnung. Sie ist sich nicht sicher, warum, aber sie spürt, dass in dieser verstaubten Ruine eine große Gefahr lauern könnte. Kolonisten verhungern. Bürger, mehr Rauchblattpflanze! Zum Ort springen. Wir haben da so einen antiken Ding, da wenn wir jetzt eine Mauer einreißen, dann rumpeln da voll die Alienviecher raus. Das lässt man bleiben. Was haben wir da? Golderz! Ja, abbauen, Kinder! Können wir handeln damit? Gleich mit zum Abbau bereitgeben. Haben wir mittlerweile was zum Essen? Wer ist denn unser Koch? Zeitplan, Arbeit, Kochen. So, Franzi, du hörst auf zum Forschen, du kochst bloß noch. So, je komplexer das jetzt wird mit fest verteilten Aufgaben, kann man da herum umschalten auf manuelle Priorität. Dann kannst du da Werte eintragen. Je niedriger der Wert, desto höher priorisiert dieser Kolonist diese Aufgabe. Das heißt, Forschen beim Chef ist das Wichtigste. Bei der Franzi ist das Kochen das Wichtigste. Bei der Steffi ist Bergbauen das Wichtigste. Bei der Zenz und Hopcorn ist Jagen das Wichtigste. Das lernt sowieso bloß, wenn ich den Auftrag gebe. Und ansonsten, da ich sagen, ist Reinigen für alle relativ wichtig. Und die Tierpflege ist das Allerwichtigste bei allen, die dazu imstande sind. Und dann schaut es bei als erstes gleich einmal ganz gut aus. Zenz, du tust vielleicht weniger priorisiert jagen, dafür lieber bauen. Du musst bauen. Bauen. Na, Priorität 9. Da machen wir auch Priorität 2. Schaut gut aus. So, und jetzt kocht Franzi was Sauberes zum Essen. Kochst du einen auf. Warum liegt denn das da hier und tragt es nicht da rein? Ist das vielleicht Nahrung? Muss man auch akzeptieren. Mahlzeiten, rohes Essen, Heu hergestellt. Rohstoffe, Leichen, Pflanzen und so weiter. So, jetzt tragt das Essen da in die Kühlkammer rein, wo sie leider Gottes bloß bis 17 Grad geht. Aber mei, besser wird's nicht. Die einfache Mahlzeit, die hält 4 Tage lang. Und it is what it is. So, was haben wir da? Bahe. Wo ist Bahe? Oh, da wird schon wieder gejagt. Schau hin. Elena jagt Wildsau. Was haben wir da? Ein verrücktes Meerschweinchen! Ein hiesiges Meerschweinchen ist verrückt geworden. Es wird jeden in Sichtweite angreifen. Wo ist denn das? Ein narrisch Meersau! Franzi! Kannst du schlägern? Schlägern, Chef! Oh, du hast die Keule! So, dann gehen wir in den Angriffsmodus. Greifen wir die Wildsau an. Haben wir da noch jemanden in der Nähe? Angriffsmodus. Hält Wache. Greif an. Greift so, Kinder. Schlägerei! Schlägerei mit der Wildsau! Au! Oh, Feuerwehr auf einstellen. Kuno, schön gesehen. Hab jetzt nicht dran gedacht. So. Normalerweise stelle ich sowieso nie irgendwelche Prioritäten auf 1, außer die da hervorn. Ja? Das ist immer das Wichtigste. Bettruhe ist wichtig, die ist einfach wichtig. Und ab dann mache ich es meistens so. Dass die Hauptprio der Aufgaben ist 2. Ja, und die 3er Aufgaben machen wir so. Feldarbeit. Nein, deine Feldarbeit ist nicht so wichtig, Chef. Machen wir 3. Ja, schaut gut aus. So, Wildsau. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir verletzt. Kratzer, Meerschweinchenpfote. Am linken und am Bein und am Fuß. Und der Birger, das ist halt voll kacke, wenn man knockert ist, hat man keinerlei Rüstung. Dann kriegt man sogar vom Meerschweindl aufs Maul, Alter. So, was wir jetzt brauchen. Das ist frei. Medizinisches Bett. Jetzt legen Sie die 2 automatisch da rein. Wer ist unser Arzt? Zenz, du gehst sofort und verarztest unsere 2 blutenden Leute. Weil wenn man die kleinen Kratzer nicht verarztet, dann, pass auf, priorisiere Behandeln von Chef. Priorisiere, wenn man Shift gedrückt hat, dann kannst du dem 2 Aufgaben in einer Reihe geben. Priorisiere Behandeln von Franzi. Und das ein bisschen zackig. Zenz! Lauf, Zenz! Hopp! Da! Da haben wir Pflaster auf den Arsch. Was ist denn mir eigentlich passiert? Da, Chef, Körper, linker Arm und linke Schulter. Hab auch einen Kratzer. Und ich bliert leicht. So, jetzt wird verarztet schon hin. Gut, dass wir die Medizin gekauft haben.
So, schönes Pflaster drauf biegt, blüht man nicht mehr. Was mit der Franzi? 10, die braucht auch noch ein Pflaster. Ja, so ist schön. So ist gut. Ah, sagt man auch noch herum, die blüht noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob so kleine Wunden von selber verheilen. Weiß ich nicht. Ich hoffe. Weil unser Dreiviertel Medizin, die ist schon wieder kaputt. So, jetzt gehen wir da nochmal her. Wir müssen die Medizin da auch irgendwo einlagern. Jetzt ist warum tragen die Medizin und das Silber da nicht auf? Das verstehe ich noch nicht ganz. Jetzt pass auf. Hergestellt. Bauwerke, Brocken, Pflanzen und alles, ja. Aber wo hergestellt? Ah, da, Medizin. Medizin gehört auch gekühlt, sonst geht's kaputt. Zerfällt, weil nicht überdacht draußen. Und Silber, glaube ich, kann nicht kaputt gehen. Medizin ist hergestellt. Sprengi, Dankeschön, hab schon gefunden. Hab's schon gefunden. Warum die Haut nicht da umgetragen wird, verstehe ich nicht ganz. Jetzt warte mal. Menschliche Leichen, Tierleichen. Na gut, nicht als Tierleiche. Pflanzen, Brocken, Rohstoffe. Da gehört eigentlich auch dann so Tierhaut dazu, wenn man mich fragt. Brocken, Pflanzen, Leichen. No, keine Ahnung. Schauen wir mal, ob man das irgendwie manuell priorisieren kann. Oh, Zins baut schon die erste Wohnung. Die erste Wohnung. Was wir auch brauchen? Möbelstücke. 6 mit Möbelstücken. Was halten Sie davon? Wir brauchen Möbelstücke. Und zwar ein Stuhl. Wo ist der Stuhl? Stuhl, wo? Da ist ein Stuhl. Was ist das für ein komischer Stuhl? Den Bayers Holz. Was ist das für ein Stuhl? Auf alle Fälle mal einen an den Forschungstisch. 2 an den Esstisch. Da an die Schlachtbank und daher. Und dann schaut das gut aus. So, das Meerschweindel, das ist uns gerade recht gekommen, Zins. Das gehört gleich geschlacht. Kannst gleich schlachten gehen. Was tut denn Zins? Trägt Holz zur Wand. Was tut Steffi? Rauchblatt anbauen. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung, schaut alles ganz gut aus. Stuhl braucht Konstruktionsstufe 4, hat keine. Was ist das da wirklich gestanden? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Tatsächlich, Alter. Zins, wie weit bist du schon mit dem Konstruieren? Konstruktion 1.1. Okay, du musst auf alle Fälle noch mehr Wände bauen. Du musst einfach mehr Wände bauen, das hilft uns jetzt nichts. Körper, Schussnahme, Bedürfnis. Abscheulicher Schlafsaal. Rohe Nahrung gegessen. Leichter Entspannungsmangel. Mangel. So was müssen wir auch noch bauen. Entspannung. Ein Wurfring. Den bauen wir ja nicht auf das Haustier hin. Da können sie ein wenig spielen. Ah, fuck, das ist ohne Konstruktion, das ist ja Wahnsinn. Da schauen wir, ob es was anderes gibt. Was haben wir noch? Ein Hocker. Ja, schau hier, da können wir einen Hocker bauen. Der braucht nichts. Das brechen wir ab. Bauen wir einen Hocker aus Holz. 1, 2. Hockerle, Hockerle. Wunderschön. Die kannst du bauen, 10. Was haben wir da? Ein Sessel. Unser Schlafsaal ist wirklich unter aller Kanone, gell? Unter aller Kanone. So, Transport. Die Leute transportieren, das zeigt nicht. Ich sag da jetzt was, transportieren wird für alle, die es tun, ist denen ja leider Gottes bloß, das gilt als einfache Arbeit am Anfang, wenn wir die Charaktere erstellt haben. Und das tut halt dann keiner. Und die 2 verweigern es sogar, deswegen kannst du es ihnen nicht zuteilen. Und das ist natürlich kacke. Wenn das zeigt euch wie. Warum schlaft ihr eigentlich unter freiem Himmel und dann seid ihr lästig, ihr Idioten? Die scheiß Betten reise jetzt ab, ihr sollt gefälligst auch da drin schlafen. Das gibt's ja nicht. Da haben wir noch einen Schlafplatz, Schlafplatz hier, Schlafplatz da. Und dann brauchen wir Räume. Mehr Räume, mehr Räume. Strukturen bauen wir gleich weiter. Gehen wir von da oben, gehen wir ungefähr daher. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Haben wir da synchron? Nein, sind wir nicht. Synchron, oder? Parallel, wieso haben wir da nicht parallel? Das kapiere ich jetzt gerade nicht ganz. Und da geht dann die Mauer so runter. Was grabe ich mir auf der Hand umeinander eigentlich? Weiß man nicht. Oh, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Entschuldigung. Holz mal. Da machen wir jetzt einfach so, das glaube ich ist einfacher. Das da stimmt nicht. Da machen wir so. Aber jetzt darf es passen in einer Linie. Jawohl. Wie viel Platz haben wir innen? 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Dann ziehen wir da so um. Ziehen wir. Da passt doch auch was noch nicht ganz. So machen wir so, so und so. Und so. Und dann schaut das stabil aus, Kinder. So, jetzt ist das ganze Zeug nämlich auch einmal da hingedrungen, wo es hingehört. Wir haben ein Fleisch, wir haben Mahlzeiten. Das ist einmal das Allerwichtigste. Das ist einmal das Allerwichtigste. Wir brauchen mehrere gejagte Tiere.
Was ist Animal Fate? Hirschen. Hirschen. Muffalos, Truthähne. Die können wir auch mal zur Jagd freigeben. Ich bin ja gespannt, wann wir das erste gezähmte. Es ist bitte wie spät? Es ist 10 vor 10. Möchtest du mich verarschen? Okay, dann machen wir ein bisschen länger. Da du anscheinend noch eine Weile hier bleiben wirst, schlägt Zenz vor, dass du deiner Fraktion einen Namen geben solltest. Wie sollte unsere Fraktion heißen? Bürgernisten. Wann geht mein Flug? Um 3. Ja, dann eine mit dem Namen. Fleischfanatiker. Na, what? Moment. Fanatische Fleischfetischisten. So. Außerdem schlägt... Entschuldigung, muss ich schnell was trinken, damit nichts passiert? Bürger stop working, error exe stop working. Außerdem schlägt Zenz vor, dass du dieser Siedlung einen Namen geben solltest. Wie soll der Name der Siedlung sein? Stadtnamen. Kann man aus dem Blick jemand ein Gift machen? Ja, ich habe jetzt, Alter, da hat es mir jetzt vielleicht gescheit gemacht. Also mit 10 vor 10 habe ich nicht gerechnet. Das Problem ist, ich muss fast um 10 Uhr aufhören, weil ich probieren muss, dass ich noch 2-3 Stunden schlafe. Ich muss probieren, Leute. Weiter zocken macht ja eh durch. Ich muss probieren. Wir nehmen mal hallo, Vorschläge. Boarding am Flughafen, Bürger, wo? Von mir aus können wir bis 3 Uhr machen. Ja, das glaube ich schon, aber von mir aus nicht. Das ist Rimworld. Ja, aber schön Unga Bunga. Unga Bunga nehme ich. Unga Bunga. Ausrufezeichen. Okay. Speichere. Schaut gut aus. So, was tut Steffi? Holz ins Inventar nehmen. Nix da. Du putzt. Priorisiere Entfernung von Blut. So. Blut weg. Blut gehört wegputzt. Fangend leider Speimer. Franzi, du putzt das. Ach, verweigert wieder. Zenz, du baust. Zenz ist fett am Werkeln. Ich war da so, wie es jetzt aussieht, nicht da, wo fliegst du hin? Ich flieg nach Kreta. Eine Woche lang. Das heißt, ich bin jetzt sprichwörtlich einfach nicht da. Ich komme vielleicht. Ich werde euch im Foodschmerz im Discord jeden Tag mehrmals mit dem Essen nerven. Ich sag's euch, wie es ist. Sagen wir da, tu mir die Bärle weg jetzt da. Tu mir die Bärle weg jetzt da. Franzi, was tust denn du eigentlich? Wandert umher. Liegst da jetzt halt. Wer tut denn bauen? Arbeit, bauen. Bauen. Die Zenz, wo ist die Zenz? Zenz baut ein Hockerl. Das ist recht. Bauen wir lieber die Entspannungsding, damit die Leute was zum Tor haben. Das ist wichtiger. So, haben wir. Was ist denn wie verbockt? Nichts verbockt. Das ganze gute Holz. Jetzt haben wir es gebaut. So, jetzt können die Leute da ein wenig Hufeisen werfen. Oder Steine werfen. Oder was auch immer. Der Extremmann, okay, passt. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Sag ich, merci dir. Wir sind im Juli auf Kreta. Ich war schon als Essen fotografieren und posten. Is this 2010? Für was haben wir denn Foodschmerz? Ich werde jeden Tag eine Fischplatten, werde ich mir eine gondeln. Alter, ich werde so viele Fischplatten fressen, ich werde so viele Cocktails saufen und so viele Bananasplits und jeden Tag 2 oder 3 Eisbechern fressen, bis ich 10 Kilo schwerer und fett wie ein Schwein komm und kotz jeden Tag. Sag ich dir, was ist, dann bin ich nämlich nicht fett. Haha! Pflanzen entfernen! Hau jetzt einmal die scheiß Banda weg, das ist ein Wahnsinn. Zenz! Kannst jetzt du da mal zubauen? Ja, hergottselig! Ist unser Lager endlich überdacht. So ist recht. So ist recht, das mag ich. Wie viel Holz haben wir noch? 631. Alter, das ist aber viel Holz. Zenz, du musst schneller bauen. Wie weit ist die Zenz mit dem Bauen? 1,114. Alter, das dauert ewig. Wir können das trainieren irgendwie. Kann man das überhaupt irgendwie trainieren? Ich weiß ja nicht. Bei den Rübern gab es ein Formitorium. Kannst du mal fragen, ob sie so sagen. Heißt dann nicht Vomitorium ohne R? Kommt es von Vomit to Vomit? Aus dem Englischen wahrscheinlich? Der UFO schreibt, auf Kreta kommt der Tintenfisch aus der Eistruhe. Vertrau mir, wir haben da ein Grundstück.
Ja, das kommt nicht drauf. Trust me, ich war ungefähr 15 bis 20 Mal in Kreta. Ich kenne die einen oder anderen Restaurants, da kriege ich es nicht aus der Tiefkühltruhe. Trust me. Und ich weiß auch, wo die Fischer vorbeikommen. Und ich weiß auch, wie man denen einen Fisch abkauft und den man dann im Restaurant seines Vertrauens zubereiten lässt. Ja, ganz bestimmt werde ich da keinen Fisch aus der Tiefkühltruhe essen. Trust me. Stimmt, ohne R, my bad. Um Gottes Willen, das war kein, ich habe ja nicht gewusst, aber ich habe mir schon gedacht, ein Vomitorium, das hört sich an wie das englische to vomit, kotzen. Und da hat man, was hat man da? Foxy, Trivia-Zeit, was ist ein Vomitorium? Hat man sich da zum Kotzen drauf? Ich weiß nicht. Maxi, merci für deinen Zwickel. Schönen Urlaub, Birger. Das freut mich. Danke, Maxi, Bussi, für deinen Zwickel aufs das Nussi. Der gute Captain Igloo, Feder in den Hals. Ja, geschmackig. So, schlaft einmal schnell. Ihr Gratler. Jetzt bauen wir Betten. Wo ein Bett? Bett wo? Da, Holzbetten. Nice. Ist jetzt da schon mal ein Raum fertig? 10. Kriminalfeier. Wo bist denn du? Schlaft schon wieder. 10. Du musst bauen. Du musst bauen. Bauen. Der Volker Domi schreibt, also all inklusiv, der Herr Influencer Video Creator. Das hört sich jetzt wieder so, als da jetzt unterschwellig heißen, ich habe unfassbar viel Geld. Was glaubst du, was ein all-inklusiv Urlaub auf Kreta kostet? Weiß ich nicht. Den kann sich jeder normale Mensch leisten, normalerweise. Wenn nicht, dann überdenken. Dinge überdenken. Da muss ich kein Super-Influencer sein. Außerdem habe ich, ja, ganz abgesehen davon, kein all-inklusiv. Aber sag's keinem. Aber Hauptsache, ihr wisst es. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Hauptsache, die Leute wissen daheim und wissen Bescheid. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Urlaub. Ja, Helena, das freut mich. Dankeschön, den werden wir haben. Ich sag das, wie es ist. Ich hab so hart Bock, ich kann es keinem Menschen nicht sagen. Als der wir da noch ein wenig Holz hacken. So schaut's aus. Da, Holz hacken, weg mit dem Schund. Immer weg mit dem Schund. Warum liegt denn da ein Blutbatzen? Das frage ich mich. Ah, unsere Kolonisten haben ganz gut. Franzi hat erfolgreich ein Tier gezähmt. Das ist ein Eichhörnchen. Deine Kolonisten nennen es Eichhörnchen 1. Weil wir verehren ein Eichhörnchen. Eichhörnchen Eich 1. Wie kann man das umbenennen? Lass mich die umbenennen. Geht das da herum? Nein, wo? Wo ist denn das gleich wieder gegangen? Das ist gegangen. Ich weiß, dass es gegangen ist. Logbuch. Nö. Sozial? Nö. Training? Beschützen? Nein. Bedürfnis? Körper. Wo ist denn das gegangen? Schnauf. Wisst ihr, das ist wieder typisch Hater, keine Ahnung, aber labern alle. Tiereliste unten kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Na, da wenn ich reinklicke, gehen wir mal Heimatgebiet, Händler. Na, wo ist denn das gegangen? Das ist gegangen, 100%. Aber ich weiß nicht mehr wo. Der will das Eichhörnchen sein, weil du so nett gefragt hast. Beim Training? Trainierbarkeit, keine Will. Ah, da. Ah, ja gut, das Symbol ist ein bisschen unscheinbar. So, unser erstes Eichhörnchen heißt Extremmann. Echt extremes Eichhörnchen. Da ist der Extremmann, schau. Wuselt umeinander. Kommt heim so ein Katzel. Das darf jetzt eigentlich auch unsere Kolonisten ein bisschen fröhlicher machen, weil wir mir ein Eichhörnchen verehren. Das passen wir auf. Bedürfnis, Bezugsperson, Europa, Ahnung, leichte Schmerzen. Na, das ist alles nix. Was tut denn Zentz schon wieder? Du sollst bauen. Was tust denn du? Ja, bau! Ja, endlich. Zeit wird's. Bau mal die Bude fertig. Das ist ein Wahnsinn. Schrö! Merci für den Zwickel. Bier schön Urlaub und trinken ein paar Dutzend alkoholfreie Cocktails. Genau das werde ich tun. Ich werde einmal einen mit Alkohol trinken. Ja, das ist ja sowieso klar. Aber nicht vielleicht auch schon Vormittag. Ja, ich weiß wie es laufen wird. Du weißt auch, wie es laufen wird. Alle wissen, wie es laufen wird. Warum haben wir da eigentlich Kartoffeln abgepflanzt? Brauchen wir die wirklich? Was nehmen wir da? Da haben wir ziemlich viel. Was brauchen wir? Was ist ein Tinctoria? Weiß ich nicht. Bestimme, welche Pflanze ich angebaut habe. Ich weiß nicht, was ist ein Tinctoria? Eine genmanipulierte blumenähnliche Pflanze, die einen sich selbst verändernden Farbstoff absondert. Okay, kommt kein Mensch brauchen. Was machst du mit dem Scheiß? Da Baumwollpflanze bauen wir an. Die bauen wir an. Da können wir Hosen draus machen, die wir dann verkaufen. Ja, ich baue schon, hätt's mich nicht. Du baust überhaupt nicht. Du wirfst mit Steinen auf den Stecker. Du sollst jetzt die Bude bauen.
Priorisiere Baustelle, 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 Baustelle. Bauen wir wenigstens eine Bude dafür. Oh Gott, wir werden überfallen. Wir werden überfallen, Leute. Von wem? Eine Ureinwohnergruppe der Fraktion Das Hochlandvolk ist in der Nähe eingetroffen. Ich glaube, das ist unser... Auf die Aktion habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Florian, was tust du denn? Du besoffener Uhu! Ich weiß auch nicht, 2 Euronen sind ein bisschen wenig. Nein, haben's nicht! Selbst 2 Euronen haben zu viel. Aber ich hau noch mehr einen 20 aus, weil ich als Fernfahrer hat man eh keine Zeit zum Geld ausgeben. Dann gibst du das dem fetten Idioten im Internet. Florian Huber, merci dir. 20 ist 2, vor allem, wenn ich mich jetzt dann sehr abrupt verabschieden werde. Ja, wir bauen jetzt die Buden auf, wir machen jetzt die Schlägerei noch und beim nächsten Mal kriegen alle Wohnungen. Erinnert mich dran, Wohnungsbau und dann fangen wir langsam an, dass wir mit unserem Menschenhandel beginnen. Eigentlich müssen wir das jetzt noch mal, wir dürfen den nicht töten. Aber das wird jetzt sowieso krass. Wir haben ja keinerlei Rüstung und kein gar nichts. Ich lese vor. Eine Ureinwohnergruppe der Fraktion Das Hochlandvolk ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor ihrem Angriff vorbereiten. Plane deine Verteidigung oder greife sie präventiv an. Wo haben sie ihn? Da ist er! Der ist auch knockert! Inventar. Der ist auch knockert! Was ich dir sag? Kampf! Auf zum Kampf! Das sagt er ich. Wo haben denn jetzt eigentlich alle? Weißt du, wenn wir das machen, der kommt von unten. Sobald er das Laufen anfängt, befehligt man unsere Leute alle daher, unsere Bogenschützen alle in eine Reihe und wenn er zu nah kommt, dann da schlagen wir mit dem Knüppel, Leute. Bist du am Pichelsteiner vertreten? Melanie Leutner, ich weiß nicht, was ein Pichelsteiner ist. Bitte ihm ein halbes Jahr, dann mag er uns schon. Na nix da, den knüppeln wir zu Boden und dann nehmen wir ihn gefangen. Und dann schlacht man und der Rest ist Geschichte. So, jetzt pass auf, jetzt lassen wir die Zeit einmal schnell laufen. Ach, kann man nicht. Ach, der greift jetzt schon. Okay. Dann nehmen wir alle unsere Kolonisten, wir gehen in den Kampfmodus und versammeln uns exakt hier. Und zwar schnell. So, jetzt muss ich selber schnell durchschauen. Die sind unsere Bogenschützen. Nahkampf. Die Franzi hat keine Waffen. Nimm mal trotzdem zur Sicherheit. Was haben wir da? Bewaffen dich mit Pilum. Wo kommt denn der Zigeunerschell? Da unten kommt der. Bewegt sich der noch oder was tut denn der? Der macht sich noch ready. Okay, passt schon. So, der Chef hat die Keule, der geht daher und auf den warten wir jetzt. Auf diesen Penner warten wir jetzt. Oder soll man angreifen? Ich weiß es auch nicht. Da haben wir so einen weiten Nachhauseweg. Werft 10 Pushen zu Boden. Oh, er kommt. Schlägerei fang du. Er kommt. Er hat eine Nahkampfwaffe auf alle Fälle. Und er ist splitterfasernackt. So, Bogen. Oh, Fernkampfstufe 8. Oh, ihr müsst einen Treffer, Leute. Vielleicht können wir ein bisschen kiten. Laufen wir ein bisschen da davor so. Ah, nur ein Pfeil in den Arsch. Jetzt feuer zusammen, du Penner. Ja. Nicht umbringen. Sag mal, wie blöd ist denn der? Oh, er kommt. Ja! Ohne einen Hit abgewehrt. Ihr habt absolute Profis. Elena und Zenz, jawohl. So, jetzt brauchen wir einen Gefangenenplatz. Nicht medizinisch, für Gefangene. Das Ändern der Bettdefinition hat Auswirkungen auf den ganzen Raum. Scheiße. Dann müssen wir da drin in unserer Kammer oder was weiß ich, wo man gefangen nehmen, irgendwo nehmen gefangen. Alle mal wieder zurück aus dem Kampfmodus. Wir haben eine Keule gekriegt, die ist noch in 99% Zustand, das ist gut. Elena! Super guter Stream, schön war's wieder. Vielen Dank für die Belustigung, wünsche einen schönen Urlaub, den hast du verdient. Elena, ein 10er ist einfach zu viel, vor allem so zu solch später Stunde erst recht. Elena, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Danke fürs Zuschauen, danke für den 10er, es freut mich, wenn es dir Spaß macht. Ich habe auch Spaß, so ist es nicht. Wir brauchen jetzt einen Gefangenenraum. Einen halbwegs anständigen. 10! Jetzt einmal fertig gebaut da oben. Kriminalfeier. Was tun wir jetzt mit dem? Jetzt bauen wir einfach irgendeinen Schlafplatz. Dabei da in unser, weiß ich nicht, in Kich eine. Und da machen wir einen Gefangenenraum draus. So. Und jetzt sag ich mal, mir reißt's. Doch nicht. Und da fange. Ja, er ist ein Schlachter. Das werde ich ihm schon gleich erzählen. Oh, der hat 134 Silber gedroppt. Hast du es gesehen? Gib doch einen Käfig. Stimmt. Gib mal einen Käfig. Wo ist denn der Käfig? Befehle?
Produktion, Möbel, Sicherheit, divers. Da, was kostet der? Braucht auch Konstruktion Stufe 4. Das können wir ewig lang nicht bauen, das Zeug. Schade. Egal. So, der Chef tragt jetzt den Typen da ins Bett rein und jetzt braucht er Verarztung. 10 priorisiere behandeln. Müssen wir den behandeln? Wir können doch dem jetzt einfach das Zeug ausschneiden. 10 war gerade mit mir beschäftigt. Hashtag Entschuldigung. Hat Zeit den ganzen Tag knockert und nur umeinander fegeln und Viecher schlachten. Was hat der? Na, der blüht ein wenig. Aber damit er das überlebt, müssen wir ihn verarzten. Es hilft nicht. Priorisiere, was tut denn 10 Grad? Ach, die isst gerade. Dann priorisiere nach dem Essen auf alle Fälle den Typen zu verarzten, damit er uns nicht wegstirbt. Nicht wegsterben, nicht wegsterben. Nein, nein, nein. Ich möchte dein Herz, dein Lungen, dein irgendwas. Ich hoffe, dass wir das überhaupt machen können und nicht, dass man da irgendeinen bestimmten Arztskill braucht. Schaut gut aus, schaut gut aus. Körper, ja, jetzt kriegt er überall ein Pflasterlaufe. Ein Pflasterl. Blutverlust leicht, Schmerzen extrem. Ja, das überlebt er schon. Vergesst das Kiffen nicht. Ja, dafür müssen unsere Pflanzen erst einmal wachsen. Die haben erst bei 26%. Das dauert leider ewig. So, schauen wir mal, wie geht's ihm? Ein Pflasterl noch, 10 Pappen noch, ein Pflasterl auf noch ein Bussi hinten noch. So, wird schon wieder. Wird schon wieder Bokaxos, was auch immer das heißen soll, ich weiß es nicht. So, und jetzt pass auf, jetzt muss ich mal schauen, wie man das machen kann. Körper. Ernähroperationen. Das spreche ich so scheiße makaber, Alter, ich liebe es. Aufgabe hinzufügen. Organ entnehmen. Herz, linke Lunge, linke Niere, rechte Niere, Leber. Entfernen, Zunge, einschläfern, betäuben. Und dann kann ich einmal Holzbein implantieren. Ich kann ihm einfach Taxen und Arm abschneiden und dann ist er so ein geiler Torso. Dann rollt er die ganze Zeit durch die Kolonie durch, so They see me rolling, they hating, okay, bye! Er dient zu unserer Belustigung. Hashtag Rollkommando. Dann rollt immer wieder Vormittag einmal da draußen. Stellst dir vor, du bist noch einer von uns in den nockerten Dingen so. Und du rennst so umeinander, tragst gerade so ein Steher Holz, möchtest eine Mauer bauen und auf einmal rollt wie diese Wüstendinger, rollt auf einmal, der Tor so vorbei. So. So, was wollen wir denn haben? Ich glaube, ich mag es. Wir können mit der linken Niere anfangen. Ich glaube, das überlebt er. Dann nehme ich ihm das Herz raus. Und dann ist er nämlich, glaube ich weiß nicht, ob man dann noch mehr ausschlachten kann. Wir werden es probieren, das werden wir heute noch ausprobieren. Das sagt er, wie es ist. So, Organ entnehmen, rechte Niere. Nice one. Das heißt, das werde ich nicht überleben. Zehns, du schlafst jetzt einmal sauber aus. Wo bist denn du überhaupt? Du schlafst schon wieder im Ring. Nein, doch nicht. Das Spiel ist so makaber, wenn man will. So, 10, du schlufst es erst einmal sauber aus und dann wird das schon. So, können wir Betten bauen? Möbel, Bett. Ja, wir können Betten bauen. Das wird auch einmal fucking Zeit. Wieso kann ich das da nicht hinbauen? Bauplatz ist bereits belegt. Ja, okay. Sagen wir, da ist da schon irgendeine Bude fertig. Mein Grütze in Allfeier. Aber das tötet Menschen. Niere kannst du am Außer da, ohne dass er stirbt. I guarantee it. So, Zeit, schnell ablaufen, jetzt müssen wir wieder Tag werden. Wann wird denn da mit Tag? Hallo? Was ist mit dem eigentlich? Der blüht da alles voll. Der Erste, der aufsteht, muss gleich einmal... Oh, was ist da? Glaubenskrise. Der Geist von Bokaxos wurde gebrochen. Das Ergebnis davon ist, dass er jetzt erst einmal alles in Frage stellt. Da kann man natürlich auch bekehren. Dann gehört er zu uns. Nein. Deine Niere ist meine Niere. Mi Nira ist... Isu Nira. Okay? So, Franzi, du putzt jetzt erst einmal die Letten. Ah, die tut das nicht. Wen haben wir noch? Zins, der Chef. Tut das auch nicht. Steffi, dann musst du die Letten wegputzen. Priorisiere entfernen Blut. Jawohl. So, Zins. Priorisiere Operation an Bokaxos. Schlachter. Jawohl. So, Rosaina Zins. Schneiden wir mal seine Nieren aus, dann schauen wir, was passiert. Okay, sie nimmt Medizin mit.
Also, oh, die tut das direkt da. Schade, dass man nicht weiter einzoomen kann. Schade, dass man nicht weiter einzoomen kann. Ich will die Niere. Scheiße, die Niere verdirbt uns. Wir haben ja gar keine Kühlung. So, machen wir ein bisschen schneller da. So, oh, er lebt noch. Dein Ruf bei der Fraktion, das Hochland folgt, hat sich von minus 80 auf minus 100 geändert. Und da liegt Bokaxos Haftraum. Was für Haftraum? Was soll das heißen? Achso, da wäre der ganze Raum gemeint. Das ist eine Niere! Wir haben eine Niere! Weißt du was, Mr. Bokaxos? Ich habe das Gefühl, und irgendwie habe ich Bock, deine rechte Lunge auch noch zu haben. Du hast ja jetzt zwei. Das muss gelingen. So, rechte und dein Herz mag ich auch haben. 10. Du weißt, was das heißt. Priorisiere Operation. Ja, stimmt, du hast recht. Der Blärme schreibt, dann musst du halt einen Affen futtern, die Nieren. Das ist richtig. Ah, dann muss der halt Menschen auch gar nicht fressen. Das ist ja wurscht. Saures Lingerl, richtig. So, 10, wie schaut es jetzt aus? Hast du gefuttert mit Medizin? Aber der verbraucht auch unsere ganze Medizin. Aber auf der Karten wachsen so Medizinpflanzen. Da so wilde Heilwurzel. Kann man mal zum Ernten anklicken. Schaut überhaupt nicht. Ja. So, schnipselt raus. Schweinefleisch, 2-mal im Lager ist verdorben. Das ist natürlich nichts. Diese geilen Geräusche, Alter. Stark. Schneller. Ich möchte schauen, ob er stirbt. Na, Operation. Ah! Operation gescheitert. Körperteil entfernen, einen kleinen Fehler gemacht. Und jetzt? Was ist jetzt mit ihm? Das ist ja mir wurscht. Nicht das Herz entnehmen. Ja, dann nehmen wir jetzt das Herz. Wird schon gegangen. Saftige Metzgergeräusche. Aufgabe hinzufügen. Rechte Lunge. Linke Niere. Leber. Und Zunge. Da drücken wir jetzt auf den. Wir haben ja gar nicht so viel Medizin. Du sollst ihn nicht behandeln, du sollst ihn operieren. Der verbraucht. Da verweigert einmal dem. Wo kann man das einstellen? Irgendwo kann man einstellen, dass er keine Medizin kriegt. Du kriegst keine Medizin. Abhauen mit der Medizin. Herz canceln. Ja, das habe ich jetzt übersehen. Die hat ja schon angefangen gehabt. Dieser geile Ton. Wie er gestorben ist. Oh, leck zauberhaft. So, dann werden wir wohl noch schlachten müssen, fürchte ich. Kreatur schlachten. Aufgabe hinzufügen, Kreatur schlachten. Einmal, Details, menschliche Leichen. Ja, das müssen wir eigentlich nicht extra dazu, das können wir einfach in dieser Aufgabe erlauben. So. Mal sauber einen aufschlachten. Den komischen Platz können wir wieder weg da. Jetzt schlachten. Wo ist denn das Herz eigentlich? Was haben wir eigentlich gekriegt? Da haben wir das Herz gekriegt. Und da haben wir die Nieren gekriegt. Alter, die können wir sauteuer verkaufen. Das sagt die. Verdirbt das? Die verdirbt auch nicht, schau hin. Das darf normalerweise da links unten in dem Menü stehen. Die bleibt, weil die in so einer Box drin ist. Die ist offensichtlich in so einer Kühlbox drin. Das heißt, wir können da einen Organhandel betreiben, oder? Und aus Menschenfleisch machen wir unsere Viecher was zum Essen. Details. Erlaube frisches Fleisch. Wo ist Menschenfleisch? Insektenfleisch, Menschenfleisch. Ja, das ist aber nicht richtig. Da machen wir uns was zum Essen. Das mengs gar nicht. Wir machen... Kann man nicht irgendwie Viechermahlzeiten? Man kann doch irgendwie Mahlzeiten für Viecher produzieren. Oder? Hab ich gemeint. So Heuballen und so ein Scheiß. Dann können wir es nicht verfuttern. Dann müssen wir das Menschenfleisch einfach dann, wenn es soweit ist. Der Winky schreibt, guten Abend, Bürger, lass den Gucke auf Kreta. Werde ich machen. Bussi aufs Nussi. Ah, Schlachtplatz, Trockenfutter. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Mr. UFO, schön aufpasst. Trockenfutter zubereiten. Details.
Erlaube frisches, rohes Essen. Miau. Ist da ein Menschenfleisch dabei? Ah, wieso wird denn da Menschenfleisch? Doch, da ist Menschenfleisch, tatsächlich. Da ist ja alles erlaubt. Wiederhole, bis du X hast. 100. Das ist aber ein bisschen blöd, dass man das nicht parallel, also dass man diese Aufgaben nicht teilweise parallel setzen kann, weil jetzt produzieren wir so lange Quartierfutter, bis, was, falsche Aufgabe? Warum falsche Aufgabe? Was wir da Trockenfutter zubereiten, Details, Ding. Wo bin ich falsch? Wo bin ich falsch? Spreng ich! 100 Mal Kreaturschlachten. Ja, das wollte ich gerade erklären. Das ist was mich ein bisschen ärgert, dass man das nicht doppelt machen kann. Ansonsten muss ich das nämlich da aufverdauern. Und solange es kein Trockenfutter nicht gibt, macht das Ding auch keine Kreaturschlachten. Und solange die Kreaturen nicht geschlachtet sind, wir haben 66 Stück Fleisch, das soll so lange machen, bis wir halt 100 Stück Fleisch haben oder halt 200 Stück Fleisch haben und dann soll es Trockenfutter für die Viecher machen. Weil normalerweise hast du immer viel mehr Fleisch. Oh, was ist denn das da? Einfache Mahlzeit mal 7. Warum ist denn das dann grün? Ach, das ist eine vegetarische. Und die enthält Fleisch. Das habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich von der Mod aus. Normalerweise haben diese Kreisel da gelb. Oh, leck, wir haben ihn geschlacht! Menschenhaut mal 48. Was tun wir jetzt mit dem Menschenfleisch? Katz hat schon gefressen! Die Miezi! Der Sydney! Miezi hat sich gerade ein ordentliches, saftiges Menschenfleischsteak gegönnt. What a Foxy mit Trivia ist da! Das war für ein Witz, Alter. Was tust du denn? Foxy, die habe ich übersehen. Ich habe die einfach gnadenlos übersehen. Es tut mir leid. Foxy, Trivia-Zeit Nummer 2. Mythen nach war das Vomitorium im alten Rom ein Brechraum für große Essgelage, damit durch absichtliches Brechen mehr gegessen werden konnte. Empirische Beweise gibt es dafür jedoch nicht. Hashtag Bon Appetit. Ja, dankeschön. Der Lambowl schreibt, Blut for the Bloodcorn! Sehr schön. Leute, damit haben wir heute alles erreicht. Ich sag's euch, was es ist. Es tut mir leid. Oh, ich kann ja nicht einmal gezielt speichern. Speichern und zum Hauptmenü. Es tut mir leid, dass wir schon aufhören müssen, aber ich habe wirklich Bock. Ich habe wirklich Bock auf das. Das Spiel ist so gut. Wir haben ja noch nicht einmal, das ist ja noch gar nichts. Ja, das ist ja ein Spitzchen des Eisbergs, was man da alles für einen Scheiß machen kann. Und was da noch kommt und diese Rituale und umeinander kiffen und knockert irgendwelche Leute umbringen und ausnehmen und schlachten und Hirte. Da haben wir den ganzen Sommer was zu tun bis August. Ja, jeden Mittwoch ab jetzt fucking Rimworld. Zumindest die nächste Zeit. Ja, nächste Woche bin ich nicht da. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Jetzt schauen wir mal. Spielladen. Da. Fanatische Fleischfetischisten Hardcore. Kriegen wir hin. Übrigens, ein Spielstand von mir heißt Blut für den Blutgott. Kannst da ungefähr. Und Biergonauten hat es schon mal gegeben. Und was weiß ich, was das da ist keine Ahnung. Egal. So, diese zauberhafte Musik lassen wir jetzt noch kurz im Hintergrund, schalten zurück. Rimworld ist wirklich ein unfassbar gutes Spiel. Ich mag da, wie gesagt, es ist keine Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt, das habe ich damals schon gesagt. Ich bin einfach absolut begeistert von diesem Spiel und es ist der beste Beweis, ist schon wieder dafür, zack, und es ist 10 vor 10. Jetzt nochmal, zack, es ist 20 nach 10. Unfassbar. Ja, das ist ein Zeitfresser, der kann es leicht mit Sachen wie Factorio aufnehmen. In meinem Fall sogar noch mehr als Zeitfresser als Factorio. Je nachdem, auf was gerade mehr Bock hast. Der MRC schreibt, wolltest du nicht Punkt 10 Schluss machen? Ja, ich bin gerade dabei. Das Spiel ist allerdings nicht ganz billig. Da muss man auch dazu sagen, Sancra Wife schreibt es gerade 31 Euro auf MMOGA. Ja, gibst mein Gutscheincode ein, Birger, kriegst zwar nur mit 3%, aber das macht es gerade auch nicht mehr fett. Was? Birger, Breaking News, Johnny Depp gewinnt Prozess gegen Amber Heard. Entschuldigung, Amber Turd. Johnny, welcome back. Und bitte mach noch einen Fluch der Karibik, bitte. Das freut mich sehr. Herr Kuno, da hast du absolut recht, aber es ist jeden Cent wert. Trust me. Wer Bock auf das Spiel gekriegt hat jetzt und das noch nicht gekannt hat. Ja? Ihr habt es auch noch nicht viel gesehen. Ansonsten
Ansonsten wart's halt noch, wir spielen mal weiter, aber halt nicht nächste Woche. Freunde der Sonne, und das machen wir jetzt ganz furchtbar kurz und knapp, weil ich so fucking hart im fucking Urlaubsmodus bin. Jetzt ist Schluss. Heute überziehen wir nicht ewig. Wir haben ja eh schon wieder überzogen. Ich wollte um 10 Uhr aufhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Bitte lasst mir wissen, dass ihr weiterhin Bock auf RimWorld habt. Und auch wenn nicht, weil warum eigentlich auch nicht. Like auf YouTube nicht vergessen. Dankeschön für fucking alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heute auch wieder ein paar mehr eskaliert mit ein paar Leuten. Vielen herzlichen Dank für die Donations. Vielen herzlichen Dank für die sämtliche schöne Urlaubswünsche und so weiter. Es ist das erste Mal in fucking 11 Jahren, dass ich wieder fortkomme mit einem Flieger. Oh mein Gott, hab ich Bock, Alter. Ich werde mich auf die Nacht ab und zu mal im Discord melden. Ich habe mein Handy dabei natürlich, das ist eh klar. Und dann da ich sagen, werde ich euch den ganzen Tag nerven mit dem, was ich gegessen habe, wenn es schön ausschaut und was das ist. Kotztüte nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass ich im Flieger Probleme habe. Da habe ich noch nie Probleme gehabt, dass mir da schlecht wird oder sowas. Nie. Leck. Ich muss kurz den Moment genießen so. Das habe ich früher auch da, wenn Ferien waren. In dem Moment, wo ich aus der Schule rausgehe oder am ersten Abend, wo ich so da sitze, vor allem in die Sommerferien. So richtig da sitzen, Gedanken machen so im Hier und Jetzt. So, du hast jetzt Urlaub, Alter. Ab jetzt ist alles egal. Am Sonntag kommt übrigens ein Video. Da bin ich gestern bis um fucking 11 Uhr auf die Nacht dort gesessen, hab den Scheiß noch fertig gemacht, weil die Kamera umeinander gekackt hat und was weiß ich was alles. Am Sonntag kommt Video. Q&A-Video. Sonntag, 14 Uhr. Da bin ich halt nicht da, aber ist ja scheißegal. Das sehe ich dann schon. Damit es nicht ganz allein hat. Ja? Dauert übrigens über eine Stunde. Habt's genug zum Schauen. Und dann so richtig bewusst sein, so, es ist alles erledigt. Du hast nichts vergessen, du brauchst jetzt nur noch in dieses Auto einsteigen und dann verpisst dich. Und morgen um die Zeit schlafe ich wahrscheinlich, ja, nun werde ich nicht schlafen, aber sitze ich wahrscheinlich gerade in einem geilen Restaurant irgendwo am Meer und friss irgendeinen geilen Fisch, trink irgendwas Nettes, schmatz am Blätschmerz mit der Bürgerin und bin nicht am PC. Das wird das aller fucking Beste. Auf diese eine Woche freue ich mich mehr als auf die 4 Wochen Urlaub im August. Ich sag's euch, was es ist. Außer es ist so super toll, dass wir im August einfach nochmal fahren irgendwo hin. Schauen wir mal. So, Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank. Danke für fucking nochmal alles. Ich hoffe, niemand ist mir best, dass ich einmal, es ist halt der Sommer, da bin ich einfach einmal eine Woche weg, im August 4 Wochen weg. Da gebe ich euch dann Bescheid. Wir sehen uns am Sonntag im Video, da bin ich heute nicht anwesend, ich werde keine Kommentare kommentieren, wie ich das normalerweise tue, aber da wird mir auch keiner den Kopf abreißen. Wir sehen uns dann aber live, frühestens und spätestens am Montag in einer Woche. Was wir da deren, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wenn ich wieder daheim bin, nächsten Freitag, nach meinem Geburtstag schreibe ich dann einmal im Discord, dann können wir uns einmal unterhalten, was wir deren, irgendwas fällt und schrei, da denke ich jetzt nicht mehr drüber nach. Vielen Dank für alles. Macht's es gut. Halten Sie die Ohren steif. Ich werde schon wieder gesund heimkommen. Who knows? Wenn nicht, weiß ich nicht. Ich vererbe, weiß ich nicht, wenn der Flieger abstürzt, ich vererbe meiner Mom meinen YouTube-Account. So. Dankeschön für alles und jetzt schleicht euch. Oh mein Gott, hab ich Bock. Ich kann es fast gar nicht glauben. Ich bin aufgeregt wie ein kleiner Bub. Ich kann jetzt sowieso nicht schlafen, aber ich werde es probieren. So, geil Buffet! Grüß mir die Insel! Ja, was? Sag ich da. Werde ich machen. Werde ich bei dem 90-Grad-Anflug auf Heraklion, werde ich runtergrüßen und sagen, habe ich die Ehre. Ja? Genau so werde ich es machen. Ist kein kompletter 90-Grad-Anflug, aber er ist steil. Oder jeder, der schon in Kreta war, weiß. So, und jetzt verpisst euch. Ich verpiss mich. Alle verpissen sich. Es ist fucking Urlaub, Mann! Einfach. Und niemals vergessen. Hashtag Nudelwolger ist das neue Hashtag Strapse. Wer nicht mitmacht, schlägt mein Nudelwolger. Abhauen! Dankeschön, schleicht euch, habe die Ehre.